Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren, ja, nicht FC Bayern Reaction, sondern einfach auf eine Reaction. Ja? Ich habe unter Reaction, ihr wisst, ihr könnt im Discord unter Reaction Vorschläge machen, auf was ich reacten soll, wenn ich die Zeit dazu habe und die Lust dazu habe. Mache ich das sehr gerne. Sollten dann natürlich ein paar mehr Leute das Ding voten, also indem ihr einfach dann einen Daumen da drauf reactet auf die jeweilige Reaction, die da drin ist. Erhöht das natürlich die Chancen, dass ich das tue, weil ich dann weiß, dass ihr Interesse daran habt. Gut. Wir reagieren heute auf das Video Finale der Home zerplatzt. Deshalb ist der FC Bayern nicht im Finale der Home. Ja. Wartet, wir haben glaube ich schon mal auf ihn reacted, von Manu Thiele. Ja, da gehen wir mal rein. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich habe keine Ahnung. Und von daher würde ich sagen, bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert sehr gerne den Kanal, Leute. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich so tue. Und damit gehen wir mal rein in den Bums. Bin gespannt. Ich habe mich mal nach links gepackt, weil er rechts ist. Passt ja auch. Ich bin ja auch eher links. Abfahrt. Guten Tag, herzlich willkommen zum nächsten Livestream. Der FC Bayern wird nicht das Finale der Horn bestreiten, wird es nicht erleben, ganz im Gegenteil, nee. Es sieht düster aus, es sieht wirklich nicht gut aus. Ja, wir müssen drüber reden, dringend sogar. Ich sehe aber gerade, dass ich ein großes Problem habe. Nein, ich habe kein Problem. Es ist heute ein bisschen zeitverzögerter, als das gewohnt ist. Ich habe nämlich hier noch den Stream offen. Ja, willkommen, sage ich nochmal. So, jetzt kann ich auch das hier einmal zumachen. Erste Frage an jeden, der im Live-Chat ist. Ist der FC Bayern zu Recht rausgeflogen? Ja oder nein? Schreibt mir das gerne. Ja, meine Meinung, natürlich sind wir zu Recht rausgeflogen. Also, da sollte es keine zwei Meinungen geben, wenn man sich die Champions League-Saison anschaut, die wir gespielt haben. Dann war das schlecht. Ja, ich glaube, ich habe es ja schon in meinem Livestream gesagt, ich glaube einfach, dass der Druck zu hoch war für viele Spieler und vielleicht auch dem Trainer. Ich pack's auch direkt mal hier in eine Umfrage hinein. So, genau. Yes, Freunde, ich bin ehrlich, ich bin gestern etwas gebrochen gewesen nach dem Spiel. Vor allem wegen der Art und Weise. Es gibt so viel, worüber wir sprechen müssen. Über die Kaderplanung des FC Bayern. Natürlich dadurch auch die Verletzten. Der spielerische Ansatz der Bayern. Wir müssen auch über die Offensive sprechen. Ist die so gut, wie man das immer sagt? Wie das auch auf dem Papier aussieht? Oder gibt es da große Schwachstellen? Und wir müssen über die Defensivarbeit sprechen. Auch das ein ganz, ganz großes Thema bei den Bayern, wo ich das Gefühl habe, dass da irgendwas nicht so ganz rund ist und auch der Ansatz da taktisch, also nicht nur individuell, da kann man natürlich auch über vieles sprechen, aber insbesondere taktisch, dass das nicht so ist, wie man das auch in Zukunft machen sollte, meiner Meinung nach. Ja, gehe ich mit, ne? Genau, davor will ich euch was zeigen. Das hier. Das hier ist das Welcome Pack für das Finale der Horn 2012. Wenn ich es aufmache, seht ihr das hier. Wunderschön. Und da ist ein echter Schatz drin. Und zwar ein Ticket fürs Finale der Horn. Das ist mein Ticket gewesen. Es ist hier im Studio, hat einen ganz besonderen Platz. Lange Zeit. Und wenn ein paar von euch schon diesen Kanal lange verfolgen, im alten Studio war das sogar da im Hintergrund gestanden, dieses Welcome Pack. Ja, und ich war dort im Stadion. Und deshalb ist es mir ehrlicherweise auch ein großes Anliegen gewesen, rein als Fan, dass die Bayern ins Finale kommen, um die Geschichte richtig zu schreiben, und B, natürlich dann auch, um ja, die Geschichte selber auch aus einem persönlichen Standpunkt nochmal. Naja, also als Fan, ja, kann ich das verstehen. Sorry, wer vor dieser Saison gedacht hat, ey, yo, wir haben jetzt einen Trainer, Vincent Kompany, der 0 Erfahrung hat auf hohem Level. Wir haben eine Mannschaft, die immer noch genauso grottig ist, weil sie die 1:1 fast dieselbe ist wie die letzten 2 Jahre.
wenn man da wirklich geglaubt hat, man hat reelle Chancen im Finale da oben oder das Ding sogar zu holen, der lebt dann auch ein bisschen weltfremd. Ja, dass es überhaupt so eine gute Saison ist, wie es ist aller Ehren wert und vor allen Dingen Vinny sein Verdienst. Wir haben es ja in meinem Livestream gesagt, ich denke, man hat viel dafür abgeschenkt, diese Saison, Jugendarbeit und so weiter. Ja, aber die Mannschaft ist dieselbe wie vor 2 Jahren, Alter. Ja. Und wir wissen alle, wie die Entwicklung war. Also, wer wirklich ernsthaft geglaubt hat, wir haben eine Chance, um die Champions League zu spielen, ja, der war dann auch ein bisschen mit Vereinsbrille unterwegs, muss man mal so sagen. Neu zu erleben und quasi dieses üble Ereignis. Aber die Sehnsucht natürlich verstehe ich ja, ja. Also ich war für mich auch der Horror, auch wenn ich nicht vor Ort war, das Champions League-Finale, ja. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Natürlich verstehe ich die Sehnsucht, aber wie gesagt, wenn man nur ansatzweise ein bisschen realistisch ist, auch wenn es jetzt super knapp war gegen Inter und im Fußball immer alles möglich ist, keine Frage. Aber man konnte jetzt wirklich nicht mit diesem Kader davon ausgehen, dass man das schafft. Ja, so ehrlich muss man sein. Ich meine, es ist ja überhaupt, dass überhaupt Minjay und Upa sich dahingehend so verbessert hatten, dass man überhaupt erstmal so stabil dann teilweise war. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass vielleicht die Bundesliga viel darüber hinweggetäuscht hat. Wenn man sich allein mal die Champions League-Ergebnisse anschaut von uns, ja, dann war das schon schwach. Ja. Wir sind mit Hängen und Würgen gegen Celtic in den Playoffs weitergekommen. Wir haben, obwohl es klar war, ey, du gewinnst den Feyenoord, du bist unter den ersten 8, haben wir 13-0 auf die Fresse gekriegt. Über was reden wir, Alter? Wir haben diese ganze Champions League-Saison, die wir gespielt haben, haben wir ganz, ganz selten mal gezeigt, jo, wir gehören aber zu den Titelfavoriten. Ja, gegen Leverkusen haben wir das gezeigt, weil gegen Leverkusen habe ich ja auch schon gesagt, der Druck wahrscheinlich nicht da war. Da war eher der Gedanke da, komm, wir zeigen Leverkusen mal, wer die bessere Mannschaft ist. So, ja. Aber alle anderen Spiele war wenig Überzeugendes dabei, wo man sagt, oh, hey, da hast du aber jetzt mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Zu vergessen. Und deshalb bin ich so gebrochen gewesen gestern Abend, als dieses Spiel dann aus war und als man gemerkt hat, okay, der FC Bayern ist raus. Ein 2:2 reicht nicht gegen Inter Mailand. Verstehe ich, wenn man diese Illusion hatte, dass man eine Chance hat, da weiterzukommen in Inter. Verstehe ich, dass man da gebrochen war. Ich hatte diese nicht. Natürlich war der Wunsch da und am Ende war es knapper, wie ich es sogar erwartet habe. Aber wenn man den Spielverlauf gesehen hat, weiß ich nicht, wie abgebrüht Inter da reagiert hatte. Wobei man sagen muss, die letzten 10 Minuten wäre natürlich noch was möglich gewesen. Aber ich denke mal, das wird auch seine Anspielung drauf sein mit der Einleitung von wegen taktisch. Ja, wenn man in der 95. Minute so weiterspielt, als wäre gerade die 3. Minute, ja, dann läuft irgendwas falsch, wa? Und ja, ich glaube, ich werde euch später noch ein paar Details zum Finale daheim geben, wie das abgelaufen ist, was ich da alles erlebt habe, wie ich an das Ticket gekommen bin und. Auch das können wir später machen. Erst schaue ich mal in den Live-Chat. Ja, das werde ich überspringen, wa? Ich meine, es gibt jetzt hier keine Kapitel oder sowas, aber 1:12 will ich jetzt hier nicht sitzen und mir das reinballern. Also sollte das dann in diese Richtung gehen, werde ich das geben. Und schau, wer alles mit dabei ist. Kadir ist da, Grüße. Dann ist Marc Gorg da, Grüße auch an dich. Dann Richard ist da, Blobby ist da, Gruß, Tea Time ist da, Mike ist da. Ja, und mit euch werden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Wie starten wir am besten? Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Sowohl taktisch habe ich ein bisschen was vorbereitet, als auch was die Aufstellung angeht. Und ich würde sagen, damit beginnen wir. Das hier ist die Aufstellung aus dem Hinspiel. Hat sich ja auch nicht groß verändert. Hat sich gar nicht verändert. Wartet kurz, warum sehen wir die nicht ganz? Ich mach mal so und mach mal meine Birne weg so lange. Muss man dazu sagen. Es ist nun mal der FC Bayern. Es ist die bestmögliche Aufstellung. Formulieren wir es so. Ich weiß nicht, was man da groß noch dazu sagen sollte. Gehen wir mal die einzelnen Punkte durch. Also, wir haben Stanisic als Linksverteidiger. Für mich noch einer der stabilsten gewesen. Die Innenverteidigung Daya Kim. Auch da, den kannst du meiner Meinung nach nicht wirklich einen Vorwurf machen. Min-Jae Kim,
Da kam heute eine Meldung der FIFPro raus, wo es hieß so, hey, der hat seit Monaten Probleme an der Achillessehne, ist es, glaube ich, sogar. Und ja, trotzdem muss er halt 90 Minuten Ja, und ein Kompanie hat übersetzt gesagt, heul nicht rum, den Jay. So ist das als Profifußballer. ran, trotzdem muss er die ganze Zeit durchspielen, weil keine Alternative da ist. Dazu gibt es dann nochmal Länderspielpause, wo er nach Asien fliegt. Auch das. Ja, sorry. Gehe ich nicht mit, dass keine Alternative da ist, wir jetzt einfach einen Stunny dahin schenken. Stunny in die Innenverteidigung, Kimmich auf die Rechtsverteidiger-Posi, Conny Leimer in die Zentrale, auf die linke Seite jetzt halt einen Guerrero stellen müssen. Ja, ist defensiv jetzt keine Maschine da als Linksverteidiger. Ja, hätte man aber machen können. Dieser Riesenweg, das ist eine riesengroße Belastung. Also der läuft auf dem Zahnfleisch und das hast du in dem Spiel auch schon gemerkt. Conny Leimer, kein gelernter Rechtsverteidiger, macht das solide. Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm auf der Position. Halleluja, da bin ich ja doch nicht alleine. Auch wenn er sagt, er macht es solide. Ich finde da gar nichts dran solide. Ja, also defensiv ist Conny Leimer kein Rechtsverteidiger. Ja, ist er einfach nicht. Offensiv, ja, gehe ich mit. Gerade wenn er sagen wir, in die Zentrale rückt oder in die Halbposition, dann ist es gut. Ja. Aber defensiv ist das noch nicht mal solide in meinen Augen. Ja, und dann gehen wir weiter ins zentrale Mittelfeld. Und Sag es, komm, sag es. Sag es. Zeige euch gleich noch Szenen oder eine Szene insbesondere, wieso ich von dieser Doppelsechs kein großer Fan bin. Manu, wir sind einer Meinung, Alter. Das ist halt, sorry, Alter. Ey, wir saßen, weiß ich nicht, vor 2 Jahren hier, haben gesagt, die Zeit von Goretzka und Kimmich ist vorbei. Ey, und wir sind diese Saison wieder, wir sind so stark angefangen mit Pavlovic, Kimmich am Anfang der Saison und wir sind wieder in den entscheidenden Spielen, sind wir wieder bei Goretzka, Kimmich gelandet. Es ist zum Kotzen, Alter. Aber Goretzka und Kimmich funktioniert seit 4 Jahren Minimum nicht mehr. 4,5 eigentlich. Richtig. Und Richtig, Halleluja. Halleluja. Halleluja, ich sehe es doch nicht alleine so. Ey, 100% true, Alter. Es hat mal eine Saison gut funktioniert. Ja. Ansonsten ist das eine Katastrophe, diese Zentrale. trotz alledem ist es immer so, dass sie spielen, wenn andere verletzt sind, wie Pavlovic beispielsweise. Aber auch hier, ich zeige euch gleich eine Szene. Ja, Conny Leimer einfach dahin. Punkt. Der eine ist komplett wild, Komm, ich immer auf mach dem meine ganzen Cam Platz wieder unterwegs, rein. damit meine ich Kimmich. Die kennt ihr auch Und schon. Goretzka hat ein Gespür dafür, im falschen Raum zu stehen. Das musst du erstmal so entwickeln. Also wie oft er einfach deplatziert im toten Raum steht. Ja, richtig. Es ist auch so. Leon ist. Ey, da kannst du den Leon aber noch nicht mehr zum Vorwurf machen. Der ist einfach nicht diese Art Spieler, Alter. Der passt halt in dieses System rein. Ey, wie Feuer in Wasser. Nämlich gar nicht. Es ist kein Platz in diesem System für einen Leon Goretzka. Es ist kein Platz. Ich hatte im Hinspiel allein eine Liste und da waren 6, 7 Szenen drauf, wo er einfach falsch stand. Wo er einfach da stand, wo du als zentraler Mittelfeldspieler nicht stehen sollst. Und ja, I don't get it. Aber das zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Guerrero als Experiment hilft dir nichts. Spielstark, ist ein Kreativer, der auch den Ball sinnvoll verteilen kann, auch sinnvoll im letzten Drittel verteilen kann. Das habe ich sogar noch verstanden, auch wenn er, Ja, ich auch. wenn er nicht gelernt ist. Sané, jemand, der viel den Gegner stresst, mürbe macht, müde macht, trotz alledem auch für mich kein Torjäger. Also das sehe ich nicht, ne? Da sind wir unterschiedliche Meinung. Ich sehe nicht, dass ein Leroy Sané einen Gegner stresst, Mühe macht oder sonst was. Erst recht nicht gegen Inter Mailand, Alter. Ja. Da habe ich in Leroy nur gesehen, Ball angenommen, Ball zurückgespielt, Ball quer gespielt oder einmal am 16er lang gelaufen. Weiß ich nicht, ob das den Gegner stresst. Ist noch einer der Besten gewesen und dann hast du Harry Kane und auch über Harry Kane müssen wir sprechen, denn vielleicht ist es so ein bisschen die Enttäuschung, vielleicht ist es das, dass man mehr erwartet von ihm, aber für mich ist es schon ein ganz krasses Downgrade im Vergleich zu Robert Lewandowski. Das ist krass. Sorry, Leute. Also, ja, natürlich. Wenn wir jetzt darüber reden, haben wir ja auch schon, über die Boxbesetzung und so weiter, ja. Aber du kannst doch jetzt nicht anfangen, wir haben 2024, 2025 haben wir.
ey, wir können doch jetzt nicht anfangen, Harry Kane noch mit Lewandowski zu vergleichen, der seit 3 Jahren weg ist, oder was? Also, sorry. Kann ich auch sagen, ja, Harry Kane ist aber jetzt kein Gerd Müller, oder was? Also, ja, ich kann mir vorstellen, wo er hinaus drauf will, sehe ich 1:1 genauso, ja. Das Problem ist einfach, das ist aber auch nicht, das kannst du auch nicht Harry Kane ankreiden, ganz im Gegenteil, ja. Ähm, Du musst, wenn du einen Harry Kane hast, musst du mit einer Doppelspitze spielen. Punkt. Ja? Da gibt's eigentlich keine zwei Meinungen. Ja? Weil Harry Kane so viel mehr ist wie Stürmer. Ne? Und dieser Waffe hat man sich nie bedient beim FC Bayern, weil wir immer seit Jahren, wir müssen 4-2-3-1 spielen. Müssen wir einfach. Krass. Und genau, so haben wir dann Katastrophe. diese Aufstellung. Da haben wir dann diese Aufstellung und du weißt, das ist gerade das Beste, was du irgendwie zur Verfügung hast. Musiala verletzt, Thomas Müller auch nicht derjenige, der nonstop 90 Minuten spielen kann. Davis verletzt, Upamecano verletzt. Ja. Und dann wird es halt schnell sehr, sehr dünn, weil, und jetzt können wir grundsätzlich Kaderthematik aufbauen Ja, mach mal. und aufmachen. Der FC Bayern versucht seit Jahren, einen möglichst dünnen Kader zu haben. Wieso? Gehaltsstruktur, du hast den Stars zu viel Geld gegeben, du hast kein Geld mehr, um auch Qualität in der Breite zu haben. Ganz großes Problem, ist aber nicht die Schuld von Max Eberl, sondern es ist meiner Meinung nach eher die Schuld von Hasan Salihamidzic, dass er für viel Geld Verträge verlängert hat, für zu viel Geld wahrscheinlich sogar. Ja, wie gesagt, das Thema ganz kurz gehe ich auch nicht mit. Das an Brazzo festzumachen, wenn, dann macht das bitte an der Vereinsführung fest. Ja, weil auch da war es so, wie es jetzt auch ist, dass Vertragsverlängerungen in gewissen Rahmen, dass Verpflichtungen in gewissen Rahmen durch den Aufsichtsrat abgesegnet werden müssen. So, also da war nicht Brazzo, hat gesagt, ich verpflichte jetzt einen Sadio Mané mit 25 Millionen Jahresgehalt, weil ich das machen möchte. Auch da hat der Aufsichtsrat gesagt, go Brazzo. Ja. Also, ja, natürlich, das waren alles Brazzos Ideen, da gehe ich mit, 100%. Ja, es waren seine Vorstellungen. Aber wir können nicht außer Acht lassen, dass der Aufsichtsrat das alles abgesegnet hat. Ja. Wo er jetzt bei Eberl in den Schranken weist mit im Sommer hier, du darfst nicht mehr, hat man beim Bratzo zu allem Ja und Amen gesagt. Also da gehört der Aufsichtsrat auf jeden Fall, und das betrifft dann die ganze Vereinsführung, mit in die Verantwortung genommen und nicht nur Brazzo, ja. Und auf der einen Seite versucht hat, Kontinuität bei den Stars zu haben, dass die lange da bleiben, auf der anderen Seite aber auch, um ja, dann das Problem zu haben, du brauchst irgendwelche Rohdiamanten als Backup und die zu finden ist nicht so leicht und da hat man halt öfters mal daneben gegriffen. Stichwort Cuisance, Stichwort, wie hieß der kleine Spanier, der... Sorry, meint er Marc Rocker oder was? Oder meinte Saragossa? Darum geht's nicht. Ich finde noch nicht mal, dass man daneben gegriffen hat. Cuisance, so im Nachbetrachtung, ja. Aber warum hast du denn daneben gegriffen? Ja. Oder warum haben diese Spieler sich nicht entwickelt? Weil sie nicht spielen durften, Alter. Ja. Wir können das Beispiel Grafenberg bringen, Alter. Auch das war ein Rohdiamant. So. Aber trotzdem haben immer Kimmich Goretzka gespielt. Das ist ja auch, was er auch schon angesprochen hat. Das ist doch das Problem. Wir wissen doch gar nicht, was wäre denn gewesen, hättest du einen Cuisance mal 10 Spiele gekriegt am Stück. Ja. So. Wäre vielleicht gereift an der Seite von einem Kimmich. Weiß man's? Dasselbe gilt für Marc Rocker, der super Ansätze hatte, ja, der genau das reingebracht hat, was uns so viel gefehlt hat in der Zentrale. Jedes Mal, wenn er gespielt hat. Einfach dieser spielerische Faktor, den wir mit Thiago hatten und sowas, das haben wir nicht mehr in der Zentrale. Ja. Deswegen, das finde ich ein bisschen schade. Man kann das schwer beurteilen, wie es gelaufen wäre. Ja. Fakt ist, egal welche Spieler kamen, ob das Sabitzer war, ein gestandener Spieler, ob das ein Grafenberg war, ob das jetzt ein Conny Leimer ist, keiner kommt in die Zentrale. Ob es ein Palinja ist. Ey, wir haben Palinja verpflichtet. Auch der darf nicht spielen. Kimmich, Goretzka. Goretzka, Kimmich. Ja, das ist doch das Problem. Ja. der da war, ich weiß es gar nicht mehr. So, und Ja, da Marc kannst du Rocker halt noch meint er 3, 4, bestimmt. 5 andere aufzählen. Hat halt nicht funktioniert. So, und das Ja, weil sie nicht spielen durften. Ne? Nochmal, sie durften nicht spielen. Es hat immer Kimmich Goretzka gespielt, egal wie schlecht die waren.
das Problem hast du jetzt. Du hast eine völlig merkwürdige Gehaltsstruktur und Das ist wenn dann die richtig. Stars in Anführungszeichen ausfallen, dann wird es halt sehr schnell sehr dünn. Das nur dazu. Genau, ja. Worauf wollte ich hinaus? Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal, warte mal, einen Moment. Saragossa, nee, Saragossa meine ich nicht im zentralen Mittelfeld. Marc Rocker. Ah, mir fällt es nicht ein. So, zickende Tight Bomb schreibt, aber Effenberg hat doch im Doppelpass gesagt, dass Goretzka besser ist als Palinja. Wenn er das sagt, muss es doch stimmen. Ähm, ja, reden wir gleich drüber, wie gesagt. Wir reden gleich drüber. Es geht ja nicht darum, auch hier wieder ganz allgemeines Thema, es geht ja nicht darum, die besten 11 Spieler auf dem Platz zu haben, sondern es geht darum, passende Spieler zu beste haben, die Mannschaft. miteinander harmonieren. Ganz genau. Marc Rocker, danke. Sag ich doch. Figno hat es richtig geschrieben. Marc Rocker auch. Eigentlich leider ein Flop gewesen. Marc Rocker, jetzt kommen sie. Sehr Ja, wie gesagt, aber alles Flops gewesen, weil sie keine Chancen bekommen haben. Keine fairen Chancen. Ja. schön. Danke. Ihn meine ich, Marc Rocker. Also, sie müssen zusammenpassen. Das heißt, wenn du zum Beispiel im zentralen Mittelfeld, und dann fangen wir mal mit diesem Thema an. Wenn du im Fang mal zentralen an. Mittelfeld einen Spielgestalter hast, wie Kimmich, der sehr viel unterwegs ist, dann brauchst du jemanden Positionsgetreues neben ihm, der die Position hält, der rigoros ist, der verteidigen kann und ein bisschen was am Ball hat. Aber du brauchst nicht nochmal. Na, haben wir so einen in unserer Mannschaft? Lass mal überlegen. Haben wir so einen vielleicht? Ja, gehe ich natürlich mit. Ja. Wichtig wäre aber dann auch, dass dieserjenige dann auch auf der 6 spielen darf. Keine Ahnung, Rodri beispielsweise brauchst du nicht neben Kimmich, wäre überragend, aber das ist keine Pflicht. Da reicht ein Zerstörer, da reicht ein Spieler, der einfach die Position hält und Stabilität gibt. Weil diese Basis, Stabilität nach vorne, wenn du viel Ballbesitz hast, wer sichert ab, wer sorgt dafür, dass Konter zum Beispiel nicht zu Ende gespielt werden, sondern verhindert werden. Und das war ja insbesondere im ersten Match das Problem. Und jetzt sind wir genau in diesem ersten Spiel. Hinspiel in München, der FC Bayern dominant und eigentlich eine solide Leistung. Am Ball den Gegner eingeschnürt, wirklich sehr, sehr viele gute Sachen gemacht und dann irgendwann aber in Probleme gekommen. Und wieso ist man in Probleme gekommen? Man hat die Tore vorne nicht gemacht und da kommen wir zu Harry Kane, da können wir aber auch über die anderen sprechen. Und ich glaube, das ist das erste Kernproblem, die erste Lehre, die wir haben. Bauen wir es doch so auf. Welche Lehren haben wir in diesem Spiel? Das erste ist, die Offensive ist meiner Meinung nach nicht so gut, wie sie gemacht wird. Harry Kane. Doch, die Offensive ist so gut, wie sie gemacht wird, wenn man Sané rausrechnet. Also wenn wir über Harry Kane, Olise und Musiala reden, ist sie so gut. Sie müssen halt fit sein. So, also wir brauchen nicht über Harry Kane diskutieren. Wir können über Harry Kane diskutieren, dass er sich zu oft hat fallen lassen, zu wenig präsent im 16er war. Beziehungsweise, dass dann niemand nachgerückt ist. Harry Kane hat keine gute Form gehabt gegen Inter. Gegen Inter nicht, gegen Dortmund nicht, Rückspiel gegen Inter auch nicht, auch wenn er da ein Tor gemacht hat. Selbst jetzt in Heidenheim hat er so viele Chancen liegen lassen. Der Mann ist einfach überspielt. Sorry, der ist einfach überspielt. Genauso wie es ein Kimmich ist. Ja? Das ist doch unser großes Problem. Diese Leute sind einfach alle überspielt. Entweder sind sie verletzt oder überspielt. Wir können ja froh sein, dass so Michael Olise die ganze Saison seinen Standard gehalten hat, aber selbst da hast du die letzten Spiele schon gemerkt, dass auch da so die letzte Konzentration fehlt. Ja? Da merkst du das auch schon. Ich glaube eher, das ist das Problem. Aber wir gucken mal, was er meint zu Harry Kane. Harry Kane ist lange bei Tottenham gewesen, hat sich wohlgefühlt, Identifikationsfigur, ja, aber er ist für mich kein Weltklasse-Stürmer. Und ich habe es nach dem Hinspiel schon so gesagt, so ja, in einer Gruppe, in einer WhatsApp-Gruppe habe ich geschrieben, so ich bin jetzt fast am Punkt, auf den Didi Hamann Hate-Train aufzuspringen, was Harry Kane angeht. Weil ich verstehe, was er meint. Und ich bin nicht oft einer Meinung mit Didi Hamann, aber in dem Fall mittlerweile schon. Harry Kane hat einen Spielstil, der meiner Meinung nach nicht hundertprozentig zum FC Bayern passt. Was meine ich damit? Du brauchst Doch, der passt zum FC Bayern. Du musst halt nur Harry Kane den passenden Spieler an die Seite stellen.
Aber ich denke mal, das wird er sagen jetzt. FC Bayern einen Stürmer, der in der Mitte wartet, der meiner Meinung nach gut im Pressing ist, der drauf geht, der aggressiv ist und Also, wenn wir jetzt über das System reden, da gehe ich mit. Ja. Wenn wir jetzt über das System Vincent Kompany reden, dann wäre natürlich ein Stürmer, der da vorne direkt attackiert, natürlich viel, viel mehr wert, wie jetzt gerade so ein Harry Kane. Ja. Aber wenn dem so wäre, dann wäre auch ein Conny Leimer in der Zentrale und nicht als rechter Verteidiger auf dem Feld. Also, gleichzeitig aber auch in der Box zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Harry Kane hat aber, und das hat er bei Tottenham gelernt, diese Angewohnheit immer wegzudriften. Das heißt, dann ist er wieder im linken Raum, dann holt er sich wieder an der Mittellinie den Ball. Und natürlich ist das schön und hilft im Spielaufbau, keine Frage. Es sorgt auch ab und zu für Chaos. Trotz alledem braucht er dann oft auch zu lange, um wieder nach vorne zu kommen. Und das ist richtig, ja. Das habe ich ja auch schon gesagt. Harry Kane ist dann ganz, ganz oft nicht in dem Raum, weil er gar nicht diesen Speed hat, um wieder schnell genug da zu sein. Ja? Und das Problem, was wir dann haben, dass keiner da ist. Dass wirklich niemand da ist. Ja? Es ist nicht so, dass dann der Zehner in diesen Raum reinstößt. Und ja, sind wir ehrlich, ob es dann so ein Guerrero ist oder so ein Musiala, das ist natürlich eine andere Präsenz, als wenn da ein richtiger Mittelstürmer steht. Sorry, aber deswegen sagte ich ja, du musst, oder was heißt du musst, es wäre so viel geiler, wenn Harry Kane einen zweiten Stürmer an seiner Seite hätte. Ja? Der größte Fehler diese Saison meiner Meinung nach war es, Mathys Tel auf die Außenbahn zu drängen und ihn dann wegzuschicken. Hättest du einfach an Mathys Tel festgehalten und ihn neben Harry Kane aufgestellt, weil genau Mathys Tel hätte das alles erfüllen können, was er gerade sagt. Ja, der ist laufstark, der ist schnell, der ist dann der vorne anläuft und presst. Harry Kane kann sich ausruhen, zieht sich ein bisschen zurück. Mal wirst du sie auf einer Höhe haben. Ansonsten, wenn Harry Kane den Aufbauer macht, dann bleibt Mathys Tel vorne in der Box drin. All das hätte man dem Jungen beibringen können. Und der ist 19. Du hättest da einen Rohdiamanten schleifen können. Aber man hat nicht die Eier dazu gehabt. Ja? Und den Take verstehe ich, den er bringt. Den Take, dass Harry Kane kein Weltklasse-Stürmer ist, nee, gehe ich nicht mit. Wenn wir darüber reden, über einen reinen Boxstürmer, dann gibt es natürlich bessere. Ja? Aber Harry Kane ist halt einfach so viel mehr wie ein Stürmer. So wie es er gerade sagte, passt er dann perfekt in dieses System. Darüber kann man mit Sicherheit streiten. Aber ja, guckt euch allein seine Werte an. Also, ich meine, auch gegen Inter Mailand war er, der das Tor gemacht hat im Rückspiel. Aus einer Einzelaktion, nicht aus spielerisch oder sonst was. Da war er in der Box, hat den Ball gekriegt und hat einfach ein Tor gemacht. So, ja. Also, ich gehe da nicht mit. Also, Harry Kane ist für mich aber absolute Weltklasse. Ja. Aber ja, unterschiedliche Meinungen halt, ne? Und irgendjemand anders muss ja diese Lücke schließen. Richtig. Jetzt hast du bei Tottenham Jungen Son gehabt, der meiner Meinung nach auch schon relativ abschlussstark ist. So, und jetzt frage ich euch, wer ist das bei Bayern? Ist das Sané? Nein. Ist das Olise? Nein. Ist das, in dem Fall, ihr seht es, ist das Guerrero? Nein. Guerrero wurde ja auch vor ein paar Wochen mal als Neuner getestet, hat überhaupt nicht funktioniert. Und das ist der Punkt. Wer soll das auffangen? Wer soll die Bälle, die dann auch Harry Kane immer wieder in den Lauf des Gegners, in den Lauf seines Kollegen gespielt hat, wer soll das denn verwerten? Ja, ist richtig. Und da gibt es keinen. Weil du um diese Position herum, um Harry Kane, nur Spieler hast, die selber Vorlagen geben, aber selten gefährlich sind. Ein Sané hat noch nie in einer Saison mehr Tore geschossen, als er aufgelegt hat. Ein Olise, meiner Meinung nach auch eher jemand, der den Ball gut in die Box bringt. Und Guerrero, zentraler Mittelfeldspieler für mich. Ich weiß, Linksverteidiger in Dortmund lange gewesen, aber für mich ein zentraler Mittelfeldspieler. Und das ist das Problem. Das heißt, du brauchst einen Stürmer, der zentral ist, der vorne bleibt, der die Bälle festmacht und der eine ständige Gefahr in der Box ist. Und da kommt mir von Harry Kane zu wenig. Er hat im Hinspiel diese eine Riesenchance, die er an den Pfosten setzt. Die muss drin sein, die Chance. Die muss drin sein. Das ist eine 110, 120-prozentige. Und für solche Spiele hat man ihn ja geholt. Denn in der Bundesliga kannst du auch mit anderen Stürmern agieren. Da kannst du auch einen Kleindienst holen und der wird ja trotzdem 20 Buden machen bei Bayern. Aber in der Champions League, da brauchst du diese Qualität vorne in der Box.
Ja, geh mal von dieser Box-Geschichte weg. Ja. Ich verstehe den Take, den er bringt, aber das hört sich gerade so ein bisschen so an, als wäre Heavy Kane nie in der Box. Also das ist ja auch Schwachsinn. Ja. Wann ist Heavy Kane nicht in der Box? Heavy Kane ist nicht in der Box. Ja, wenn er sich zum Beispiel fallen lässt aus dem Mittelfeld heraus, dann den Ball auf dem Leroy spielt oder auf dem Michael Olise, dann braucht er halt zu lange, bis er wieder vorne ist. Manchmal klappt das, ja, wenn die das Spiel da ein bisschen verzögern, dann klappt das, dann ist er wieder in der Box. Ansonsten fehlt ihm da ein bisschen der Speed, das ist vollkommen richtig. Aber er sagt ja gerade selber, Harry Kane hat doch die fette Chance gehabt gegen Inter im Hinspiel, wo er sie am Pfosten setzt. Und da war er in der Box. Ja, das Tor in Inter war in der Box. Also es ist ja nicht so, dass Harry Kane nicht in der Box ist. Ja, also den Take, den fühle ich nicht, den gehe ich nicht mit. Dass Harry Kane dann manchmal nicht in der Box ist, ja, natürlich, habe ich auch schon oft genug kritisiert. Ja, aber nochmal, das ist nichts, was du einem Harry Kane vorwerfen kannst. Ganz im Gegenteil. Weil wenn man manchmal sieht, dass überhaupt erst Chancen dadurch kreiert werden, dass Harry Kane diese Spiels oder diese Angriffe einleitet, ja, die würden gar nicht erst passieren, wenn Harry Kane sie nicht einleiten würde. Ja, das muss man doch mal sehen. So, dann bringt dir auch kein Stürmer à la Lewandowski was, wenn der vorne drin steht, wenn er erst gar nicht der Ball in den Angriff kommt. Ja, so wie es ein Harry Kane halt gestaltet. Also, nee, da gehe ich nicht mit. Ich glaube einfach, ich habe es ja schon gesagt, gegen Inter Mailand und auch davor, Harry Kane hat auch zum Rückrundenstart nicht den Eindruck gemacht, als wenn er fit wäre. Ja, das große Riesenproblem ist, dass man Matthijs Tel weggeschickt hat. Und dass man keinen Ersatz sich besorgt hat. Und selbst wenn es ein Jugendspieler gewesen wäre, wie er es gerade sagt, selbst so ein Kleindienst wird bei uns 20 Hütten, wahrscheinlich sogar 25 oder 30 machen in der Bundesliga. Du kannst auch einfach mal dann einen jungen Jost nehmen, da vorne reinstellen, wenn wir gegen St. Pauli spielen und lässt einen Harry Kane mal draußen. Ja? So, das sind die Sachen. So, ein Harry Kane hätte einfach mal, genau wie so ein Kimmich, einfach mal, das sind unsere Schlüsselspieler, einfach mal eine Pause gebraucht. Ja? Man sieht das teilweise, wie ein Harry Kane sich über den Platz schleppt. Ja? Und du musst auf dem Punkt da fit sein, fokussiert sein. Und das war nicht gegeben aufgrund dieser ganzen englischen Wochen und aufgrund dessen, dass wir auch nicht rotiert haben. Ja, wir haben ja nicht rotiert. Wir haben ja keine Eier gehabt zu rotieren. Man hätte ja auch zum Beispiel einen Serge Gnabry mal da vorne reinstellen können. Bin ich auch kein Freund von, keine Frage. Aber bevor man einen Harry Kane gar keine Pause gibt, hätte man das mal tun können. Ne? Aber wollte man nicht. Und dafür hat man dann den Preis gezahlt gegen Inter. Ja. Da jetzt das Fass aufzumachen, so Harry Kane ist kein Weltklasse-Stürmer, fühle ich Und nicht. ob Harry Kane das kann, ich zweifle langsam dran. Wirklich. Ich nicht. Bayern braucht einen Knipser, schreibt DS. Gnabry muss einfach wieder in Form kommen. Bayern braucht einen Knipser. Alter, jeder, der das schreibt, ey, guckt euch die Statistiken an. Guckt euch bitte die Statistiken an. Was hat Harry Kane? 8 Tore, 9 Tore in der Champions League? Über was reden wir, Leute? 30 in der Bundesliga oder was? Ich müsste die Statistiken mal aufmachen. Ne? Leute, über was reden wir? Also lächerlich. Komm, lassen wir die Kirche im Dorf, Jungs. Der hat viele Hütten gemacht und das mal, genau, Rese, exakt das. Gnabry ist der Einzige, wirklich der Einzige da vorne, dem ich das zutraue, der ja wirklich einen schönen Zug zum Tor hat. Und wenn er in Form ist, dann überragend. Nur du brauchst trotz alledem einen Stürmer. So, jetzt tauscht da Guerrero mit Müller aus. Selbes Spiel. Müller für mich auch eher ein Vorlagengeber. Erinnert euch mal Ja, natürlich. an die... Müller war noch nie ein Neuner, Alter. War er nie, wird er nie sein. Müller braucht immer den Stürmer um sich rum. Erinnert euch mal an die Zeit, als Lewandowski mit Müller zusammengespielt hat, wo die das beste Duo Europas waren. Ja? Und davon sind wir ganz weit weg. Natürlich, weil Müller ein bisschen älter geworden ist, aber auch, weil die Kombination mit Wird er jetzt sagen, Müller und Kane passt halt nicht, weil Kane sich viel zu viel fallen lässt dafür. Der nimmt ja den Müller den Raum weg. Harry Kane nicht so funktioniert, wie man sich das wahrscheinlich vorgestellt hat oder wie man sich das gewünscht hat. Menschlich funktioniert es super, rein vom Kann aber auch nicht funktionieren, das weiß man doch, aber auch wenn man Harry Kane verpflichtet, Alter. Spielstil eher nicht, auch weil die Räume, die Müller dann gerne besetzt, durch seine Qualität als Raumdeuter, genau diese Räume, in denen steht halt dann plötzlich Ja. Harry Kane. Ja, und Unterricht.
dann muss Müller wieder in die Spitze hinein und da ist er nicht so stark. War er noch nie und wird er jetzt im letzten halben Jahr auch nicht mehr. Ist auch richtig. Das ist das ganz, ganz große Problem. Also die Bayern brauchen eigentlich, wenn du über die Offensive sprichst, einen Flügelstürmer mit Torgarantie, der in den Strafraum zieht, der selber abzieht, der selber viele Tore schießt. Das ist ein Serge Gnabry, wenn er fit ist. Und Nee. Nee, ist er nicht mehr. Ja. Ist er nicht mehr. Nein. Also Serge Gnabry ist bei uns auch nie an sein Leistungslimit gekommen, seit 3 Jahren nicht. Nee. Ich gehe mit. Du kannst entweder, sagst du hast einen super starken Flügelstürmer, der dann die Box besetzt. Wenn du einen Stürmer hast wie Harry Kane, der sich dann fallen lässt. Da musst du aber auch dann die linke Flügelseite besetzen mit dem Außenverteidiger, der danach rückt. Und dann muss der zentrale Mittelfeldspieler auf die Außenverteidigerposition rücken. Einfacher wäre es, ja, du hast halt einfach einen Zehner oder spielst mit einer zweiten Spitze. Ne? Wo ist das Problem, mit 2 Stürmern zu spielen? Ne? Klar, dann müsstest du hinten mit einer Dreierkette spielen, ja. Let's go, Alter. kein Leroy Sané. Deshalb bin ich auch kein Fan, ehrlicherweise, davon, dass man mit ihm verlängert, mit Sané. Ich sehe diesen Spielertyp einfach nicht in Zukunft in der Startelf bei nicht. Bayern. Nee. Aber gut, das ist wieder ein ganz, ganz großes Thema. Natriach schreibt, es ist auch romantisch zu denken, man kriegt einen Lewandowski 2.0 auf den Markt. Das stimmt. Ey, sorry, ich weiß nicht, von welchem Jahr ist dieses Video, Alter? Ich dachte, das wäre jetzt vom Inter Mailand. Wie können wir denn jetzt wie können wir denn nach der ganzen Zeit jetzt wieder über Lewandowski reden, Alter? Was ist denn los mit euch? Hä? 100%ig. Trotz alledem musst du dir überlegen, wer ist denn der passende Stürmer, und natürlich macht Harry Kane seine Buden, nur Harry Kane muss halt dann auch mal sein Spielstil so anpassen, dass es zu Bayern passt. Sorry, Alter. Ey, gehe ich nicht mit. Mit diesem ganzen Take um Harry Kane gehe ich nicht mit. Sorry. Gehe ich nicht mit. Ich gehe auch nicht mit, jetzt hier den Levi in den Himmel zu heben. Wie lange hat man den Levi vorgeworfen, in den wichtigen Spielen ist vom Levi ja gar nichts zu sehen, da macht er keine Hütte. Ja, wie viele Jahre haben wir uns das denn angehört? Also Leute, sorry, ey, nein. Nein. Ich wiederhole mich nur, ich habe es oft genug gesagt. Völliger Schwachsinn, über den Harry Kane jetzt zu diskutieren. Guckt euch einfach die Werte an. Sowohl in der Champions League wie in der Bundesliga. So, über was reden wir, Alter? Und ich finde nicht, dass er sich so angepasst hat, wie man das eigentlich erwarten könnte. Ja, so meine Meinung zu diesem Sturm. Und das ist jetzt nicht nur wegen der einen Torchance in der ersten Hälfte des ersten Spiels. Ja, aber was gibt's denn da zu kritisieren? Er hat ja gerade gesagt, er kritisiert, dass ein Harry Kane nicht in der Box ist. Aber genau da war er doch in der Box. What the hell? Ja? Dann hättest du ja kritisieren müssen, dass da, keine Ahnung, ein Guerrero gestanden hätte und nicht ein Harry Kane. Dann hättest du ja ein Argument für dein Argument gehabt. Aber du hast doch kein Argument, dass ein Harry Kane nicht in der Box ist, wenn du jetzt sagst, ich mache das jetzt nicht an dieser Chance weg. Der war ja in der Box, sonst hätte er die Chance ja gar nicht gehabt. Und natürlich muss er den reinmachen und nicht an den Pfosten setzen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn das alles so einfach wäre, Leute, ja, dann können wir auch über einen Serge Gnabry reden, der den Ball an den Pfosten gegen Leverkusen gesetzt hat, das erste Spiel in der Saison. Leute, Harry Kane, habe ich gerade gesagt, der ist einfach platt. Punkt. Überspielt. Komplett. Genau, das wäre es 1:0 gewesen, hochverdient auch. Es ist so ein generelles Ding, was mich schon seit geraumer Zeit stört. Harry Kane macht seine Tore, aber die würde auch jeder andere machen, leider, in der Bundesliga. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was er zum Tor im Rückspiel sagt. Hätte wahrscheinlich auch jeder gemacht, oder? Und das war sogar das 1:0. Liga. Genau. Sorry, den Take fühle ich nicht. Ja, Manu redet von Robben. Exakt. Ja, jemand, der reinzieht und dann einfach mal abzieht aus. Hä? Sorry, ey, gleich laufe ich zur Hochform auf. Jetzt mal ernsthaft. Du sitzt da gerade und erzählst, ja, wir brauchen einen Stürmer, der die Box besetzt. What the fuck? Und dann haust du Robben raus? Wo war Robben denn jemals in der Box? Niemals. Hier war Arjen. Hier. Da war Arjen.
und hat den Ball in den langen Winkel geschoben. Der war doch nicht in der Box, Alter. Ja, im Champions League-Finale gegen Dortmund mal, was ein Konter war mit Ribéry zusammen. Aber sonst ist so Ayen doch nicht in der Box gewesen, Leute. Was ist denn los mit euch? Aus der zweiten Reihe ins lange Eck. Let's go for it. Aber genau das, da hattest du ja früher, und dann kommen wir wieder zum Finale der Horn 2012, du hattest mit Müller einen unfassbaren Vorlagengeber, du hattest mit Ribéry einen Dribbler, der Vorlagen gibt, und du hattest mit Arjen Robben jemand, der in die Mitte zieht und einfach abzieht und schießt und Tore schießt. Also genau Ja, und du hast das Finale da oben nicht gewonnen, wa? Merkst du was? diese Kombination, die hätte ich halt gerne wieder, und da ist ein völliges Ungleichgewicht gerade im Kader. Ja, sorry. Nee. Auch da gehe ich nicht mit. Michael Olisse kann das, Leroy Sané kann das, Serge Gnabry kann das. Ist aktuell nicht unsere Spielweise. Das kannst du kritisieren, ja. Obwohl es schon ein bisschen unsere Spielweise ist. Aber natürlich ist nicht jeder ein Arjen Robben, Alter. Ja, erstens das, und nochmal, was hat das mit der Kritik von der Boxbesitzung zu tun? Das sind ja 2 Paar Schuhe jetzt. Sogar, was reden wir jetzt? Also erst haut man da auf Harry Kane drauf, sagt, er ist nie in der Box, und dann sagt man, wir brauchen aber einen Flügelstürmer, der dann die Buden macht. Hä? Wenn, dann brauchst du ja einen Flügelstürmer, der dann in die Box geht, um da eine Anspielstation zu sein und von da aus die Buden macht. Da gehe ich ja mit dem Serge Gnabry-Take noch mit. Ja? Aber dann kannst du doch nicht einen Arjen Robben-Take bringen, der nie die Box besetzt hat. Also. Das ist das Problem. Klar, Musiala wird auch immer besser, was Abschlüsse angeht. Ist Ja, weil Musiala dann der ist, der reinrückt in die Box. Ja, das hat dieses Jahr bisher sehr gut geklappt, wenn er fit war und gespielt hat. Wenn Harry Kane sich hat fallen lassen und dann sogar einen Stürmer mit, einen Innenverteidiger mit rausgezogen hat, dann war Musiala derjenige, der in die Box gegangen ist. Ja? Deswegen hat Musiala auch so viele Hütten gemacht und so viele Chancen gehabt. auch eher ein Vorlagengeber, aber der kann es zumindest. Also der kann beides, weil er einfach Weltklasse ist. Und die Weltklasse, also Leroy Sané ist weit weg von der Weltklasse. Und Olise Da sind wir uns einig, ja. auch noch. Aber das kann noch werden. Genau. So viel zum Sturm. Das so meine 2 Cents, wieso man Inter nicht abgeschossen hat. Nee, nein, Schwachsinn, sorry. Nee. Weil, nochmal, Harry Kane hatte ja die Chancen, er hat sie nur nicht gemacht. So. Hätten wir jetzt gesagt, ey, von Harry Kane war nichts zu sehen, nee, der hat gar keine Chance gehabt. Wie vielleicht im Rückspiel gesehen, ja, da war Harry Kane sehr blass bis auf die eine Szene. Da können wir das Argument dann nehmen, ja, aber da hat er ja sein Tor gemacht, also. Nee, das ist ein Argument, was auf schwachen Füßen steht, leider. Denn, und das auch hier wieder was. Meiner Meinung Inter nach. hat in dieser Champions League-Saison 2 Gegentore kassiert vor dem Viertelfinale und stand ja wirklich sicher. Aber Bayern hat es geschafft, den Ball in den Strafraum zu bringen, hat sich wirklich viele, viele Chancen herausgespielt. Aus dieser Qualität meiner Meinung nach. Und ja, wenn wir dann drüber sprechen, ja, was machst du mit den Chancen? Ja, nichts kommt dann raus. Ich habe jetzt mal bei Y-Scout die Expected Goals mir rausgesucht. Hinspiel 2,08 und ein Tor geschossen. Also 1 hat gefehlt, das ist wahrscheinlich genau diese Chance gewesen von Harry Kane. Und Inter hat nur 1,01 gehabt. Im zweiten Spiel waren es 2,41 zu 1,58. Also Bayern unterperformt und Inter überperformt, wenn man so will. Das ist genau das, was man auch in diesem Spiel gesehen hat. Deshalb Sturmproblematik, ich sehe da ganz, 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 ganz große Probleme und du musst eigentlich diese Probleme anpacken. Wie kannst du das machen? Erstmal, Sané kann noch einen Vertrag geben, meiner Meinung nach, einen Ersatz. Das ist richtig, ja. Da rennt er bei mir offene Türen ein, das unterschreibe ich 100%. Ich will das aber noch nicht mal darauf festmachen, dass er kein abschlussstarker Spieler ist. Er passt einfach nicht in diese Mannschaft und hat auch nicht die Form und das Leistungspotenzial. Was ich ein bisschen schade finde, gerade bevor er weitergeht, warum man jetzt nicht einmal erwähnt hat, man haut auf Harry Kane drauf, obwohl er im Rückspiel das 1:0 macht. Also. Und das aus der Box. Und das Tor hätten nicht viele gemacht, wenn wir ehrlich sind. Ja. Finden, der torgefährlich ist. Und natürlich würde sich vieles mit Flo Wirtz lösen lassen. Ich glaube übrigens auch, also der einzige Grund, wieso man Müller, können wir später auch noch mal ein bisschen ausführlicher im Rückspiel drüber reden, aber der einzige Grund, wieso man Müller keinen Vertrag gibt, ist, dass man hofft, dass Wirtz kommt.
Einen anderen Grund kann es nicht geben, weil ihr habt ja auch gesehen in diesem Spiel, was für einen Impact noch ein Thomas Müller hat. Das habe ich im letzten Stream auch schon mal gesagt, als wir über die Abschiede von Müller und Hummels geredet haben. Nur, es ergibt für mich keinen Sinn, ihm keinen neuen Vertrag zu geben. Klar, keine 20 Millionen Euro Gehalt, ne? Auch wieder ein wichtiges Thema, aber leistungsbezogener Vertrag, denn der war der beste Mann auf dem Platz. Der hat einfach das Tor im Hinspiel gemacht und im Rückspiel war er auch noch einer der auffälligsten. Aber hey, Müller ist nicht mehr gut genug. Ja, ja, klar, alles klar. Ach ja, die Bayern-Bosse. Na, Naja, ich denke, ich habe es ja auch schon gesagt. Also erstmal, ja, nach der Einwechslung hat Müller richtig Schwung reingebracht. Fairerweise hat man aber auch im Rückspiel gesehen, dass es nicht mehr reicht für 90 Minuten. Und ich glaube einfach, man möchte eine andere Struktur haben in dieser Mannschaft. Ja, ich glaube, das ist so der Punkt. Ja. Aber ja, ich hätte auch nichts dagegen gehabt. Thomas Müller, wenn er einen leistungsbezogenen Vertrag bekommen hätte, ist halt die Frage, ob er das auch gewollt hätte. Ne? man kann über so viele Dinge sprechen. Das ist richtig. Yes, also, das auf jeden Fall die Aufstellung. Und dann kommen wir zur Defensivarbeit. Ich pack die jetzt mal weg, die Aufstellung. So. Top. Und dann, ich habe mir jetzt mal die Gegentore angeschaut und habe mir Screenshots rauskopiert. Das wird jetzt wild. Das probieren wir jetzt zum ersten Mal hier live in einem Stream. Und zwar ist das hier das erste Tor. Das erste Gegentor. Es entsteht aus einem geregelten Ball von Inter Mailand. Was mir jetzt hier gerade auffällt, habe ich nicht eingezeichnet, sorry. Schaut mal die beiden zentralen Spieler von Bayern. Ich wollte sagen, Also guck mal, wo Kimmich Kimmich ist. und es müsste, Guerrero. das ist ja Goretzka, oder? Muss ja eigentlich. Genau. Dadurch, dass der FC Bayern gegen den Ball mannorientiert spielt, also wirklich immer, jeder hat einen Gegenspieler, wurden die nach vorne gezogen. So weit Das ist doch nicht rausgezogen, Goretzka, oder? dass hinter ihnen ein riesengroßes Loch ist. Das seht ihr auch gleich nochmal. So, das ist das erste Problem. Denn, nee, Guerrero ist es, Entschuldigung. Ja. Guerrero, my bad. Der eine ist Guerrero und der andere ist Kimmich. So, Kimmich nach vorne gezogen. Und das ist doch unser Problem. Ja, er arbeitet es gut heraus, ist ja, was ich auch schon 100-mal gesagt habe. Du kannst nicht als Sechser, kannst du nicht, ich meine, hier geht's ja noch, hier sind ja noch 3 vor ihm. Aber wie oft ist es denn Kimmich, der als erster anläuft? Ja, das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Mannorientiert und dann gehen wir mal ins nächste Bild hinein, weil da seht ihr es auch, wer es genau jetzt. Guerrero orientiert sich so ein bisschen nach hinten, aber auch nicht viel, um diesen riesengroßen Raum dahinter zu füllen und Kimmich geht gleich im Pressing direkt drauf. So, wieso geht er drauf? Komplett Weil Banane. für mich weder Leroy Sané noch Harry Kane jemand ist, der ein aggressives Gegenpressing oder generell ein Pressing startet. Ja, weil Sané auch ein super lauffauler Spieler ist und Harry Kane einfach nicht die Geschwindigkeit dafür hat. Ja? Und wahrscheinlich auch nicht die Ausdauer dafür hatte, so à la Thomas Müller 45 Minuten da von A nach B zu rennen. Ja, da sind wir wieder bei der Thematik Conny Leimer. Ja, Conny Leimer macht die Arbeit von den 4, die da gerade rumstehen, Alter. Der läuft alleine wie ein Wiesel hin und her. Da muss Die anderen brauchen nur ein Zehner zustellen. sein, der aggressiv ist. Das ist normalerweise Thomas Müller. In dem Fall hat er einfach nicht gespielt. Also muss Kimmich nach vorne. Wir reden über einen zentralen Mittelfeldspieler, der als erster ins Pressing geht vorne. So, da seht ihr es auch. Er läuft an. Jan Sommer schlägt den hohen Ball. Okay. Jetzt sind wir im zentralen Mittelfeld. Da haben Da hast wir du die, ein ja. Kopfballduell Inter gegen Min Jae Kim. Der verliert auch das Kopfballduell. Das kann passieren, das ist halt so. Er muss ein bisschen Ist aber rausrücken. super selten Neben bei ihm Min ist Jae. übrigens Goretzka. Und das nächste Problem im Zentrum von Bayern ist, dass sie einfach keine Körperlichkeit haben. Wie gesagt, es ist mannorientiert. Man will Mann gegen Mann in Duelle gehen. Und die Basis dafür ist, du musst einfach diese Duelle gewinnen. Du musst eine Härte an den Tag legen. Das heißt, entweder gewinnst du den Ball oder du foulst. Aber was nicht sein kann, ist, dass du einen Schritt zu spät kommst, dass du den Ball nicht kriegst und dass Inter ganz normal aufbauen kann. Denn das passiert in dieser Szene. Also, erstes Kopfballduell verloren. Dann haben wir das nächste Duell, das ist Goretzka. Daneben ist noch Dyer, aber kannst du eigentlich vergessen, der rückt so ein bisschen raus. Aber
das wahre Duell ist hier, ich glaube, Thuram gegen Goretzka. Goretzka geht ins Duell und macht so einen ganz komischen Ausfallschritt, wo man sich denkt, ja, das ist ehrlicherweise fast schon Alibi, was er macht. Aber er geht nicht mal richtig ins Duell. Dann hast du Guerrero. Nochmal, das ist kein Pressingspieler, das ist kein Zweikampfmonster, hält auch eigentlich nur Sicherheitsabstand. Auch dieses Duell völlig harmlos, ohne dass Inter auch nur im Ansatz Probleme haben wird. Und dadurch geht der Pass dann nach außen. Dann haben wir das dritte Duell. Und da kannst du Olise eigentlich keinen Vorwurf machen, denn das ist einfach kein Zweikampfspieler. Den musst du mit dem Ball in Szene setzen. Er hat probiert, ist aber ins Leere gelaufen, war ein bisschen zu ungestüm. Das heißt, du hast de facto 4 Zweikämpfe im zentralen Mittelfeld hintereinander innerhalb von 3-4 Sekunden verloren. Und das kann nicht sein. Einer muss da faulen, einer muss da draufgehen, denn ansonsten, was passiert? Ja, genau. Das Tor, ja. Es wird über außen schnell gespielt. Und jetzt passiert genau das, was ich meine. Du hast hinter der Abwehrkette, normalerweise geht es ja darum, kompakt zu stehen, sich gegenseitig zu unterstützen, aber dadurch, dass du mannorientiert bist, dadurch, dass auch ein Kimmich ganz vorne war, hast du ein riesengroßes Loch da. Goretzka steht im toten Raum, seht ihr ja da Wie so immer. halb rechts Ja. aus Bayerns Sicht. Und Kimmich ist hier nochmal in der Nähe des Interspielers. Jetzt Weil er gar nicht den das mal im Speed hat, Kopf. Alter. Der ist da noch eigentlich dran. Und wenn er jetzt in den Sprint geht, dann stört er den wenigstens. Aber er braucht ein bisschen zu lang. Nochmal, Goretzka macht gar nichts, der trabt nach hinten. Kimmich ist auch ein bisschen zu langsam. Und der Angriff geht über die Seite, dann gibt es das Duell Leimer, kommt einen Schritt zu spät, ist doof, passiert aber. Dann geht der Ball Conny Leimer ist immer einen Schritt zu spät als Außenverteidiger. Immer. Oder einen Schritt zu früh. ins Zentrum. Auch da, ja, ist halt so, Thuram übrigens Weltklasse, was er macht, dass er den Ball Ja. gezielt nach hinten legt. Ja, das in war den wirklich stark. Rückraum und da muss halt dann ein Sechser stehen. Und wenn du Richtig. in einer Doppelsechs spielst, Goretzka, Kimmich, kannst du davon ausgehen, dass da niemand stehen wird. Denn, Richtig. ich habe es ja gerade schon mal gezeigt, Kimmich ist derjenige, der eigentlich gerade noch an diesem Spieler dran war, aber ja, in dem Moment einen ganz komischen Laufweg macht, weg von ihm ist und so ist er in der roten Zone, wo nie ein Ball hin Ja. darf, völlig frei und kann abziehen. Da kannst du der Abwehrkette keinen Vorwurf machen. Nee, kannst du auch nicht. Da kannst du nur den Sechsern einen Vorwurf machen. Und ja, was passiert? Schuss, Tor und am Ende, ja, ist Ja, gebe ich ihm 100% recht, ne? Aber ist ja, was ich schon seit Jahren erzähle. Kimmich Goretzka ist nichts, was ansatzweise defensiv funktioniert. Ja? Und dabei ist ja selbst Goretzka meistens noch der defensiv stärkere, der ab und an mal einen Zweikampf gewinnt. Ja? Aber auch da gehe ich mit, dass ein Leon immer, keine Ahnung, zu 80% in irgendeinem komischen Raum steht. Und Kimmich hat sich da schon wieder auf die Rechtsverteidigerposi orientiert. War da schon wieder, ich muss da unbedingt unterstützen, keine Ahnung, ja, ich will wieder alles machen, gefühlt. Und dann ist es, wie es ist, ja. Und 100% recht, ja. Entweder faulst du den Spieler als Kimmich, wenn wir die Szene davor gesehen haben, hältst du ihn mal ein Trikot fest, ob es dann überhaupt einen Freistoß gibt, wenn da vorne noch die Szene läuft, andere Geschichte. Kannst ihn aber nicht laufen lassen. Er kann nicht frei, wenn der zentraler Mittelfeldspieler da 4 Meter entfernt steht, wenn der am 16 Meter rumsteht, das geht da nicht. der Ball drin. Ja. Also, wenn man das mal ganz kurz zusammenfassen möchte, Problem 1, mannorientiertes Verhalten gegen den Ball. Nee, das ist noch nicht mal das Problem, weil das Problem haben wir auch unter anderen Trainern gehabt, wo es nicht so war. Ja, die haben halt einfach beide, ob es ein Kimmich oder ein Goretzka ist, die haben kein Gespür, was es heißt, ein Sechser zu sein. Das sind einfach keine Sechser, Leute. Ja. Selbst wenn wir nicht mannorientiert sind, dann lässt sich vielleicht so ein Kimmich nicht so weit rausziehen. Wahrscheinlich wird er trotzdem so weit rausrennen, weil ein Kimmich ist und alles machen will. Die haben einfach kein Gespür. Die haben kein Gespür für den Sechserraum. Da muss einfach ein paar Linien hin, wenn du diese Räume schließen willst. Ball, weil mannorientiert heißt, du wirst in 1 gegen 1 Duelle gehen. Und dann heißt es dann, Qualität setzt sich durch. Denn wenn du drauf gehst, wenn du. Ja, aber die haben wir nicht im zentralen defensiven Mittelfeld. Also Kimmich oder Goretzka, selbst ein Pavlovic, die haben nicht die Qualität, defensiv da gegen irgendwelche starken Angreifer zu bestehen.
gallig bist, wenn du der bessere Fußballer bist, dann kannst du dich da durchsetzen. Aber wenn du nur nebenher trabst, wenn du daneben stehst, wenn du alibimäßig in den Zweikampf gehst, dann ist halt dieses Mannorientierte sehr schnell sehr gefährlich. Und das hat man hier gesehen. Und das zweite Problem ist, dass du eine Doppelsechs hast, wo beide nach vorne denken und keiner irgendwie Richtig. ein Auge für Räume hinten hat und keiner irgendwie weiß, okay, jetzt muss ich da rein, jetzt muss ich einen Vollsprint Sehr gut, sind wir uns einig. zurück machen. Macht einfach keiner. Und das Richtig. ist das, was ich meine. Wenn du beispielsweise einen Kimmich hinstellst auf die 6, 6, 8, was auch immer, und daneben Palinja, ich gebe euch Brief und Siegel drauf, dieses Gegentor wäre mit Palinja nicht gefallen. Nie im Leben wäre das gefallen. Wichtig, wichtig. Das haben wir halt auch nicht gesehen diese Saison. Du musst dann aber auch ein Palinja sagen, du bist hier der Sechser. Ja, und nicht einen Kimmich in diesen Räumen rumdümpeln lassen, sodass ein Palinja vorm Kimmich spielt. Ja, so wie es halt bisher war, wenn Palinja spielen durfte. Weil dann wäre dieses Tor auch gefallen. Ja. Wenn, dann muss das eine klare Ordnung geben, dass Palinja ist der Sechser, das ist sein Raum. Und dann ist Kimmich ein klarer Achter und gut ist. Ja. Anders wird das auch nicht funktionieren. Gar keine Chance. Und das ist halt bitter. Das ist ein absolut vermeidbares Gegentor gewesen. Ja, ist richtig. Wieso spielt Goretzka und nicht Pavlovic oder Palinja, wenn es davor doch die ganze Zeit hieß, wir brauchen eine Holding Six? Na gut, Pavlovic ist einfach nicht fit, ne, wegen seiner Erkrankung. Pavlovic ist aber keine Holding Six, Alter. Das muss man halt dann akzeptieren, oder zumindest ist er noch nicht so fit, dass man über 90 Minuten agieren kann. Und ihm fehlt die Spielpraxis so ein bisschen. Ist jetzt auch keine Holding Six, muss man auch dazu sagen. Aber er hätte es auf jeden Fall besser gemacht als Goretzka. Wenn man die Einwechslung gesehen hat gegen Dortmund, weiß ich nicht, ob ein Pavlovic das im Hinspiel besser gemacht hätte. Also das war halt auch eine Katastrophe gegen Dortmund. Aber ich sag's nochmal, du brauchst Härte im zentralen Mittelfeld und die hast du in diesem ersten Spiel 0 gehabt. Auch beim zweiten Gegentor. Schauen wir uns gleich an. Was schreibt ihr noch so? Zur Erinnerung, Bayern wurde letztes Jahr Dritter in der Bundesliga. Beim normalen Konkurrenten dieses Jahr hätte der FC Bayern wieder nichts geholt. Ja, stimmt. Wir sollten einen defensiven Mittelfeldspieler à la Martinez oder Van Bommel haben. Boah, Van Bommel wäre schon geil. Also Martinez ist auch am Ball ein bisschen zu eindimensional gewesen, deshalb ist er unter Pep dann Innenverteidiger geworden, aber so ein Van Bommel, auch mit dem wäre das geil gewesen. Deshalb, Palinja, überragend. Palinja hätte genau Ich wollte gerade sagen, was redet man jetzt über Van Bommel oder über Martinez und Palinja, Alter? gepasst für dieses Spiel, denn und das sage ich, in der Champions League brauchst du diese defensive Absicherung deutlich mehr als in der Bundesliga. Auch in der Liga wird das immer mal wieder bestraft. Ja, true. 100% true ist doch, was ich auch gesagt habe, Alter. Ist doch, was ich sage. Lass doch meinetwegen gerne in der Liga, lass einen Kimmich doch da rumdümpeln auf der 6. Wenn du meinst, du brauchst keine Absicherung, da musst du ihn halt da rumdümpeln lassen, was ich auch für falsch erachte, aber anderes Thema. Aber gerade in diesen Spielen, da muss ein Kimmich Rechtsverteidiger spielen, der muss komplett raus aus der Zentrale. Ja? Und da muss da ein Palinja hin und davor ein Pavlovic oder ein Conny Leimer. Punkt. Aber bei weitem nicht so. Inter hatte 2 Torchancen im Hinspiel. Und beide sind da drin gewesen. Und das ist ganz, ganz brutal gewesen. Palinja würde ich gerne mal als Innenverteidiger sehen, wenn er im defensiven Mittelfeld nicht ran darf. Schreibt Häuptling, falscher Hase. Fände ich auch spannend. Fände ich auch interessant. Würde ich auch gerne mal sehen. Schoß Weichselgartner schreibt, Palinja war entweder verletzt oder unglücklich. Ja, in dieser Saison stimmt das. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass das Company viel von ihm hält. Ja. Das ist sehr, sehr schade. Ja. Vielleicht passt er nicht zum fußballerischen Ansatz, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es nicht. Das müsste man ihn mal fragen auf einer Pressekonferenz. Ich glaube, das wurde nicht gefragt. Zumindest habe ich noch nirgends eine Antwort darauf gesehen. Palinja wäre für mich der bessere Kandidat gewesen. Und so kassierst du halt dann ein völlig unnötiges Gegentor und läufst ewig hinterher. So, und dann schauen wir uns das zweite Gegentor an, oder? Also ist sogar eine ähnliche Szene. So, ich hoffe. So, jetzt stopp. Wir müssen nochmal zurück. Also, hier. Gut, ich werde da mal ein Das bisschen ist ja- überspringen hier, Leute. Also weil Bayern das ist schießt mir es alles 1:1. ein bisschen Wir lang. alle. Oder das Spiel nicht komplett durchgehen.
Seine Takes zu Harry Kane gehört, seine Takes zum zentralen Mittelfeld, gehe ich 100% mit. Take zu Harry Kane gehe ich gar nicht mit. Und dann gucken wir mal. Ganz, ganz schlechtes Verteidigen. Das beginnt bei der grundsätzlichen Idee, wir müssen immer noch vorne drauf gehen, wir müssen noch auf das 2:1 gehen. Ja, es ist genau andersrum dann gewesen. Das geht weiter. Goretzka, der wieder keine Härte, keine Galligkeit in den Zweikämpfen hat. Und dann ist es einfach wirklich dummes, individuelles, wie es ist. Genau. Okay, dann gehen wir zum Rückspiel. Hier, Aufstellung, Rückspiel. Es hat nur eine Änderung. Thomas Müller als Nummer 10 finde ich auch die richtige Entscheidung. Sie haben sich warm einspielen können am Wochenende in der Bundesliga. Es war ja 1:1 genau diese Aufstellung. Von daher völlig nachvollziehbar, mit den ganzen Verletzten so zu agieren. Thomas Müller für mich auch hier wieder einer. Nicht nachvollziehbar, lieber Sané jetzt niemals von Anfang an aufstellen dürfen. Der Besten gewesen. Und wie ich sagte, ich habe es ja da auch schon gesagt, also ja, aber er hat es ja auch schon gesagt, also für mich gehört ein Kimmich, er hat nicht gesagt, für mich gehört Kimmich als Rechtsverteidiger, Conny Leimer in die Mitte. Dazu hättest du da einen Pavlovic hingestellt oder einen Palhinha und Feuer frei, Alter. Du hättest sogar noch sagen können, Stani für Kim in die Mitte. Jemand, dem du angemerkt hast, das könnte sein letztes Champions-League-Spiel sein, der will 120% geben, der hat Bock auf dieses Finale daheim, der will jeden einzelnen Ball gewinnen. Pressing hat super funktioniert mit ihm, fand ich zwischenzeitlich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Kernproblem ist, auch hier wieder, wir sind bei der Defensivarbeit. Komm, schauen wir uns die beiden Gegentore an, weil auch hier wieder so ganz grundlegende Sachen nicht gestimmt haben. Also Bayern führt 1:0, wir sind alle happy. Okay. Ja, wo ist denn jetzt immer die Lobeshymne auf Harry Kane, wenn man ihn vorher so niedergemacht hat? Wie gar nicht erst erwähnt, wer das Tor gemacht hat, oder was? Und wie er das gemacht hat. In der Box durch eine Einzelaktion, wie nochmal. Mein Take, den hätte auch nicht jeder einfach mal so gemacht. Okay, und dann haben wir einen Eckball. 58. Minute. Gehen wir mal rein. Also, rein von der Ordnung, defensiv passt alles. Ist so ein Mix aus Mann- und Raumdeckung, ganz normal, nichts Außergewöhnliches. Das Erste, was ich zeigen möchte, ist, wie sich Martinez verhält. Denn der war erst in dieser Vierer-Abwehrkette der Bayern gestanden und ist dann kurz bevor es losgegangen ist, kurz bevor die Ecke geschlagen wurde, einmal nach hinten gegangen zu Thomas Müller und hat so einen total freien Raum gehabt, weil, und das zeige ich im nächsten Bild, das Schöne an dieser Szene war nämlich, Thomas Müller konnte sich überhaupt nicht um ihn kümmern, sondern war eigentlich dafür da, darauf zu schauen, ob jemand von da hinten einläuft. Ob jemand mit Anlauf in die Box springt und dann per Kopf treffen will. Und den sollte er blocken. Das war seine Aufgabe in dieser Situation. Aber es war nicht die Idee, dass er jetzt Martinez da stört. Und deshalb hat er sich durch diesen kleinen Laufweg nach hinten ein bisschen Vorsprung verschafft, um dann an den Ball zu kommen. Also für mich auf jeden Fall eine einstudierte Variante. Das Gute ist in der Situation die Kimmich-Rolle. Also Kimmich ist ja derjenige gewesen, der das gemerkt hat und der dann auch noch mal so 2, 3 Schritte in Richtung von Lautaro gegangen ist. Sieht man dann auch, er hatte ihnen wirklich Mann an Mann, Körper an Körper, wurde dann aber ein bisschen weggestoßen, ist ins Trudeln gekommen, hat Probleme mit dem Gleichgewicht gehabt. Vielleicht wäre es cool gewesen, hinzufallen. Dann wäre es ein Foul vielleicht sogar. Und in dem Moment kann Martinez schießen. Erst verspringt ihm so ein bisschen der Ball, der geht an den Oberschenkel von Kimmich. Er kann ihn nicht, ja genau hier, sieht ein bisschen unglücklich aus, er kann Martinez. Also ja, ich überspringe mal die Analyse, wie die Gegentore gefallen sind und sowas, interessiert mich nicht, Leute. Das wissen wir, das haben wir gesehen. Ich gucke mal, ob noch irgendwie ein Take kommt jetzt zu irgendwas. So ein reguläres Tor, regulärer Treffer. Ich weiß, es gibt irgendwelche Ex-Schiedsrichter, die dann wieder auf Twitter groß herumprallen und meinen, interessiert uns und dann brauche ich nicht so einen populistischen Tweet wieder raushauen. Aber gut, ein anderes Thema. Richtig. Deshalb für mich ein reguläres Tor, also
das ist noch nicht mal schlecht verteidigt gewesen von Bayern, sondern dieses Tor, das war einfach richtig gut von Martinez gemacht. Das war eine Einstellung, was 3 Minuten, 5 Minuten Kanter. Stürmer, der Spieler, I don't know. Und der Typ, ja, ich habe schon wieder so ein paar Sachen einfach aus dem Kopf gelöscht, ja. Und das ist das Kernproblem. Wenn Conny Leimer ihn stört, wenn er ihn blockt, dann passiert dieses Tor nicht, weil dann der Ball so fliegt, dass Kim ihn ohne Probleme rausköpfen kann. Aber dadurch, dass Pavard, kopfballstarker Spieler, wissen wir alle, nochmal mit Anlauf in diesen Kopfball hineingehen kann, klar, trotz alledem kannst du ihm da keine Schuld für diesen Gegentreffer geben. Wenn er 100.000%ig fit ist, Anfang der Saison ist, vielleicht köpft er dann den Ball weg, vielleicht ist er dann 5 Zentimeter weiter oben. In dem Fall würde ich ihm da keinen Vorwurf machen. Deshalb für mich an der Situation Leimer, der Hauptverantwortliche. Es ist bitter, es ist schade, aber du kannst es halt, du kannst es so beschreiben, aber am Ende wird es auch nichts mehr ändern. Sensemann, ja, auch die Ecke resultiert aus einem schlechten Defensivverhalten. Zuvor 100.000%ig richtig. Ja, wir können über viele Defensivszenen sprechen. Ich habe jetzt nur die Tore rausgesucht. Es ist ganz, ganz schwierig. Bayern hat jedes Spiel einen massiven Chancenwucher. Hinten stehen sie sperrangelweit offen. So gewinnt man, wenn es ganz dumm läuft, gar keinen Titel. Ja, stimmt. Playboy schreibt, Sané, Coman und Gnabry verkaufen, da immer abwechselnd zu inkonstant oder zu oft verletzt. Ja, zu Sané kannst du nicht verkaufen, weil entweder verlängerst du den Vertrag oder du lässt ihn auslaufen. Coman sehe ich ähnlich. Und Gnabry ist für mich noch der stärkste von den dreien, wenn er fit ist. So. Mystic Dragon schreibt, ja, da muss Palhinha spielen. Sehe ich genauso, haben wir auch schon besprochen. Also das sind die Gegentore und ich finde, jedes davon ist verteidigt. Jedes kannst du verteidigen. Und natürlich, der Fußball oder generell der Sport besteht daraus, Fehler zu machen und aus Fehlern resultieren Gegentore. Die Frage ist immer, wie schlimm sind diese Gegentore oder wie schlimm sind diese Fehler? So ist es richtig. Und da ist der FC Bayern sehr, sehr naiv immer zu Werke gegangen. Ja, ich glaube, das Wort naiv, das trifft sehr gut. Warum spielen Leimer, Sané, Goretzka und Guerreiro immer, wenn sie doch offensichtlich nicht mehr gut genug sind? Naja, Leimer spielt, weil es keine Rechtsverteidiger-Alternative gibt. Sané spielt... Das ist ja auch Schwachsinn, Alter. Er hat doch vorhin noch gesagt, dass Stanisic es noch am besten macht als der Linksverteidigerposition. Der ist ein Rechtsverteidiger. Der ist ein Rechtsverteidiger. Also heißt, du hast doch einen Rechtsverteidiger. Du hast ja sogar noch einen Boe. Da können wir jetzt drüber streiten, ob die Qualität reicht. Aber du kannst doch nicht sagen, du hast keinen Rechtsverteidiger. Du hast einen Kimmich, der ist Rechtsverteidiger in der deutschen Nationalmannschaft. Also, über was reden wir? Weil er schon jemand ist, der die Leute stressen kann. Also, ich finde schon, dass er die Inter-Jungs mürbe gemacht hat. Goretzka spielt, kann ich dir nicht sagen, und Guerreiro spielt, weil es keine Alternative. Ja, da sind wir auf jeden Fall 100% einer Meinung, Alter. Ich verstehe halt auch nicht diesen Goretzka-Hype, der auf einmal wieder da war und das Leon immer weiter spielt. Perfekte Antwort. Warum Goretzka immer spielt, kann ich dir auch nicht sagen. Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Sorry. Auch wenn er gegen Dortmund starke 20 Minuten hatte und ein bisschen die Anführerrolle übernommen hat, weil Kimmich gar nicht zu sehen war. Aber trotzdem Goretzka passt nicht in dieses System rein, Alter. Und das ist wie lieber in der Offensive. Dir fehlt oft genug ein Mann im Mittelfeld. Ja, also, Katastrophe. Alternative gab. Ganz einfach. Also, und ich finde ihn auf einer 8 super, auf einer 10 ist es okay. Aber Linksverteidiger finde ich wild, deshalb spielt er da wahrscheinlich auch nicht. Ja, und als Stürmer, was man ja zwischenzeitlich in der Bundesliga probiert hat, ist gar nichts. Ja, ja, und das ist die Unwucht im Kader. Und natürlich, wenn du einen Upamecano hast, der fit ist, dann kannst du auch da ein bisschen variieren. Dann kannst du Kim mal rausnehmen, aber das hat ja auch nicht funktioniert. Oder einen Dyer nimmst du raus, der zwar auch eine Monstergrätsche hatte, wo er einen Ball von der Linie geklärt hat, aber ansonsten auch eher so mittelmäßig funktionierte. Ja, und deshalb, ich finde es schwierig. Miri schreibt, ja, für die Analyse ist es wichtiger, wie es überhaupt zu den Ecken kam. Haben wir ja im ersten Spiel gemacht, kannst du eigentlich copy-pasten. Finde ich. Also du kannst die Probleme aus dem ersten Spiel copy-pasten aufs zweite Spiel. Da hat es nicht wirklich eine große Entwicklung gegeben, meiner Meinung nach.
Also wie gesagt, Ja, aber wie auch? Wie soll es eine Entwicklung geben, wenn 1:1 dasselbe Personal auf dem Feld steht? Also Kimmich und Goretzka in der Zentrale wird sich ja nicht mehr ändern, Alter. Also was sollen die sich noch weiterentwickeln oder was? für mich der FC Bayern daran gescheitert, dass man vorne in der Offensive zu wenige Spieler hat, die torgefährlich sind. Du hast super Vorlagengeber, du hast tolle Leute, die Chancen kreieren, aber du hast kaum jemanden, der auch dann den Abschluss sucht und so sucht, dass der Ball dann auch reingeht. Da gehe ich mit, ja. Das kann man so sagen, ja. Michael Olise ist auf einem guten Weg, aber hat natürlich gegen Inter auch viele Sachen liegen lassen. Über Leroy brauchen wir gar nicht reden. Serge, wenn er mal einen guten Tag hat, ja. King ist das auch nicht. Du hast also nur Harry Kane da vorne, wenn Musiala nicht da ist. Und wenn Harry Kane dann keine gute Form hat, wie es im Hinspiel der Fall war, dann sieht es so aus, wie es aussieht. Ja, da gehe ich mit. Ja. Und defensiv haarsträubende individuelle Fehler. Ja, da brauchen wir wenn du nicht es drüber ganz reden. banal runterbrechen wollen würdest. Das sind für mich die Hauptpunkte, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Und so kommen wir dann zu dem großen Thema, was müsstest du denn an diesem Kader verändern? Ja, dann hau mal raus. Und ich bin noch immer felsenfest der Meinung, könnt ihr euch noch an meinen letzten Doppelpass-Auftritt erinnern? War ja vor 1,5 Monaten, so Pi mal Daumen. Das ist da ja hab ich frech. gesagt, Warum werde ich denn nicht im Doppelpass eingeladen? Ist ja schon wild. Ich meine, viele Takes haben wir ja gleich. Wahrscheinlich, weil ich zu bekannt bin mit meinen 8000 Abonnenten. passt auf, wir bräuchten einen Sturm-Backup für Harry Kane. Ja. Ich habe das damals begründet damit, dass, wenn Kane ausfällt, ist niemand mehr da, der Tore macht. Stimmt ja auch. Ja. Und ich finde auch, dass du in diesen beiden Spielen gemerkt hast, also ja, du hast in den letzten 10 Minuten jetzt beim Rückspiel eine krasse Offensive gehabt, du hast wirklich viel gegeben, du hast den Ball oft reingebracht, aber wer hat denn irgendwie eine nennenswerte Chance gehabt? Müller hatte einmal den Ball noch auf dem Fuß und hat ihn drüber gesemmelt. Stimmt. Okay, passiert auch Weltklasse-Spielern. Aber genau in diesen Momenten musst du eigentlich torgefährliche Stürmer. Ja gut, den Zahn muss ich nochmal ganz kurz ziehen. Ja. Also man sagt jetzt bei Müller auch, ja, der hat halt die Chance, passiert auch Weltklasse-Spielern, den dann drüber zu nageln. Aber dass ein Harry Kane den im Hinspiel an den Pfosten setzt, dafür zerreißt man ihn, dass er ihn nicht reingemacht hat, oder was? Ist halt auch nicht ganz fair, ne? Ich gehe 100% mit, du brauchst nicht nur ein Backup, du brauchst einfach auch jemanden, ja, kannst als Backup betiteln. Wie ich schon sagte, wenn es ein Bundesligaspiel ist gegen St. Pauli, Alter, selbst wenn es mal ein Auswärtsspiel ist beim FC Augsburg, wo du weißt, die gehen richtig rein, die hauen dir auf die Knochen und so weiter, da musst du einfach mal sagen können, wenn man weiß, man spielt dann gegen Inter Mailand in der Champions League, komm Heavy, komm Josh, bleib mal mit dem Arsch zu Hause, ja, reißt erst gar nicht mit an, schild mal eine Runde, damit ihr gegen Inter 110% geben könnt. Ja, das war der große Faktor, worauf man es am Ende wirklich runterbrechen kannst. Harry Kane in Topform hätte im Hinspiel alleine 2 oder 3 Hütten gemacht gegen Inter. Ja, und einen Josh hätte man dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr gesehen, als man ihn gesehen hat in diesen Spielen. Also ich glaube, das ist ein Riesenfaktor. Ne? Einfach, dass keinerlei Rotation da ist und dass man halt, ja, Mathys Tel weggegeben hat, obwohl er hätte dieser Backup sein können. Ja, natürlich nicht auf diesem Niveau. So, darüber brauchen wir nicht reden. Es ist auch super schwer, auf diesem Niveau ein Backup zu finden oder zu haben, weil der setzt sich halt nicht 3/4 der Saison auf die Bank. Aber du hättest da jemanden gehabt, der da Bock zu hatte und das gewollt hätte, aber das hast du nicht gemacht. Du hast ihm das versprochen und hast ihn dann trotzdem auf die Links- oder Rechtsaußenposition geschoben. Warum? Ja, also, das ist doch unser Problem. Stürmer reinschmeißen. Jemanden, der ein Tanker ist, der 2,30 Meter groß ist, 150 Kilo wiegt. Ja, wir hätten einfach nochmal Shaquille nie verpflichten können. Ne? Muss ich nur sagen, er darf die Hände nicht benutzen, nur die Birne, aber ansonsten. Und einfach jeden Verteidiger rein von seiner Präsenz her niedermacht. Ich habe jetzt nach dem richtigen Wort gesucht, aber niedermachen trifft schon. So jemanden bräuchtest du. Ich sag nochmal, Kleindienst ist so ein perfektes Beispiel. Der ist im Pressing stark, der kann auch mit dem Ball ganz okay spielen und der ist halt im Strafraum. Ja, so jemanden als Backup haben, das wäre schon geil.
Aber die Bayern haben Zirkzee abgegeben. Sie haben sogar einen Richtig. Tell. Ist jetzt auch nicht der torgefährlichste Spieler, aber der hat eine brutale Schusstechnik. Und Ja. ich hätte jetzt in diesem Champions League Viertelfinale lieber einen Mathys Tell reingeschmissen, als zum Beispiel einen Kingsley Coman. Und das ist das Thema. Mathys Tell, was ich zumindest gehört habe, war, dass er taktisch nicht so versiert ist, dass er da nicht so stark ist, dass er viele Vorgaben nicht so umgesetzt hat, wie sich das Trainerteam das gewünscht hat. Okay, fein, kann man akzeptieren. Trotz alledem wäre er, glaube ich, noch jemand gewesen, dem hätte ich zumindest zugetraut, ein Tor zu schießen. Irgendwie, selbst wenn es ein Weitschuss ist, mit seiner Schusstechnik den reinzuzwirbeln. Und den hättest du auch auf der 10 einsetzen können, statt einem Guerrero. Beispiel. Ist ja, was ich sage, true. Und wenn sich ein Harry Kane fallen lässt, also du setzt ihn nicht auf die 10 ein, das ist ja dann schon quasi eine Doppelspitze oder hängende Spitze. Wenn Harry Kane sich fallen lässt, geht ein Mathys Tell nach vorne und ist da präsent. Ja? Das ist ja, was ich die ganze Zeit sage. Aber das hat man ja versäumt, das überhaupt taktisch zu machen. Und wenn Musiala da ist, spielt Musiala auf der 10 und ein Tell spielt vorne neben einem Harry Kane. Ja? So, aber da müsstest du ja einen Spieler opfern. Das heißt, du müsstest entweder auf eine Dreierkette gehen oder du müsstest ein zentrales Mittelfeld opfern. Ja? Und da sind wir nicht bereit zu, weil in München ist 4-2-3-1. Beispielsweise. Ein Leben lang. Also Tell abzugeben und einen dünnen Kader zu verdünnen, war im Winter wahrscheinlich nicht der smarteste Move. Muss man auch mal dazu sagen. Naja, weiß ich nicht. Wenn man den Trainer sieht, denke ich, war der Move völlig zurecht, weil die Jungs eh nicht gespielt hätten. Ja, wir hatten Alternativen draußen. Also die ganze Zeit saßen Palhinha draußen zum Beispiel, die ganze Zeit, seit Wochen sitzt ein Boe draußen. Klar bringst du den nicht gegen Inter, aber gegen Pauli oder sonst was hättest du irgendjemandem eine Pause gönnen können, ja. Du hättest einen Serge Gnabry bringen können, anstatt einen Harry Kane. Hast du alles nicht gemacht, ja. Also, was willst du dann einen breiten Kader haben, wenn du eh nicht rotierst? Also, wir haben es einmal probiert mit Rotieren, das ging in die Hose mit dem Spiel gegen Bochum und von da an war Rotieren aus. Ja. Dann muss man sich halt auch nicht wundern, dass so ein bisschen die Körner fehlen bei dem einen oder anderen Spieler. NBR schreibt, die Mittelstürmer-Problematik habt ihr ja seit dem Abgang von Lewandowski, dass es schon so lange gedauert hat, bis man Kane geholt hat, war schon ein ganz klares Armutszeugnis. Ja, es sind so zwei Thematiken, die da mit reinkommen. Die eine Thematik ist, du brauchst einen Weltklasse-Stürmer, der immer netzt. Und da gab es niemand anderen als einen Harry Kane auf dem Markt. Das ist leider so. Ja? Und das andere ist, dass du halt einen Backup brauchst, der nicht murrt, der sich nicht beschwert und der trotzdem, wenn er reinkommt, Tore macht. Den zu finden ist sogar noch schwieriger. Aber Naja, du hättest halt dann Schupu behalten können, ne? Sind wir ehrlich. Also du kannst ja über den Schupu sagen, was du willst. Der kann auch nicht viel. Aber der kann oft genug einen Ball einfach auch mal reinmachen. Ne? Und der hätte nicht gemurrt. Oder sonst was. als Choupo-Moting gegangen ist, musstest du eigentlich eine Alternative haben. Richtig. Und das ist so ein Choupo-Moting, der ist 34. Und dass ein Choupo-Moting irgendwann geht, das muss dir ja klar sein. Und dann musst du eine Schattenliste haben, der Stürmer, die Ja, true. sind für uns interessant. Okay, einen von denen müssen wir holen. Aber es ist ja niemand gekommen. Einfach Ja, niemand. Und genau. das ist das Und dann gibt man noch den einzigen weg, der ansatzweise diese Rolle füllen könnte mit dem Mathys Tell. Kernproblem. Stellt euch vor, ein Harry Kane wäre ausgefallen. Was dann? Was wäre dann gewesen? Katastrophe. Ray Circa schreibt, Bayern benötigt einfach eine andere Kaderbreite. Genauso ist es. Exakt, das ist der Punkt. Aber, und jetzt kommen wir wieder zur vereinspolitischen Kiste, dann sagen sie, ja, wir müssen Gehälter sparen. Wir müssen Leute verkaufen, bevor wir, und das ist ja... Ja. Also Kaderbreite, nein, gehe ich, wie gesagt, nicht ganz mit den Take. Und Kaderbreite kannst du halt auch erzeugen, indem du einfach mal junge Spieler da reinnimmst. Ja, so, du musst diesen Spielern dann halt einfach auch mal Spielzeit geben. Und dafür sind dann Bundesligaspiele gegen das untere Drittel oder meinetwegen gegen das untere Viertel in der Bundesliga da. Ja, da musst du dann halt einfach die Eier haben, da 3, 4 von denen mit einzubauen in eine bestehende Mannschaft. So, das muss gehen. Ja, weil die murren nicht, die können sich zeigen. Entweder haben sie dann die Qualität oder nicht. Das kannst du dann nach einer Saison beurteilen. Dass man die aber alle weggeschickt hat, das war doch das Hauptproblem. Aber die hat man halt weggeschickt, weil der Trainer einfach nicht rotiert.
Er rotiert nicht. Ja, wir hatten genug Alternativen draußen. Es wurde nicht rotiert. Punkt. Ja, dass du nicht bei jetzt gegen Inter Mailand unbedingt dann Palhinha rein willst, verstehe ich. Aber du hättest doch spätestens nach dem Hinspiel, wo hat er auch super aufgezeigt, wo du gesehen hast, Alter, die Sechserräume sind einfach nicht besetzt. Ja, das reicht nicht auf diesem Niveau. Hättest du doch gegen Dortmund sagen müssen, komm, Josh, Rechtsverteidiger, oder ganz draußen mal Pause gönnen, Palhinha auf die 6, davor ein Pavlo, let's go. Ja. So, und dann hättest du gegen Inter wärst du genauso aufgelaufen. Ja. Also, wir müssen ja nicht darüber reden, dass wir keine, ey, nochmal, dass 3 Stammspieler ausfallen, Leute, dass du die nicht 1:1 ersetzen kannst, ist auch klar, ja. Also, da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir sind es schon mal durchgegangen, ich kann es nochmal ganz kurz tun, Harry Kane haben wir kein Backup. Wir haben 4 Flügelspieler, ja, mit einem Vidovic 5. Wir haben 2 Zehner mit einem Musiala und einem Müller. Wir haben im zentralen Mittelfeld 5 Spieler, ja, 5, wenn du Guerrero dazu nimmst, 6 Spieler für 2 Positionen. Wir haben 3 mit Ito, 4 mit Dani, wenn du ihn dabei nimmst, 5 Innenverteidiger-Alternativen. Du hast auf der rechten Verteidigerposition, wenn wir mal alle dabei nehmen würden, hättest du 3 Alternativen mit einem Boes, Danisic und einem Kimmich. Wenn du einen Kimmich nicht dabei nimmst, hast du immer noch 2 und er spielt trotzdem durchgehend einen Conny Leimer. Du hast auf der Linksverteidigerposition Alphonso Davies und einen Ito und einen Guerrero, der auch ein gelernter Linksverteidiger eigentlich ist. Du hast 4 Torhüter, also wo reden wir, dieser Kader ist so dünn besetzt. Ja? Sorry, den Take gehe ich nicht mit. Es ist jede Position, bis auf die Stürmerposition, mindestens doppelt besetzt. Ja, und das muss reichen. Du musst dann dahinter einfach nochmal, du kannst die Position ja dann gerne dreifach besetzen. Da muss ein junger Spieler hinter, der mit den Hufen scharrt, der Bock hat, der heiß ist. Ja, das ist der Way to go. So. Es bringt dir nichts, man sieht es auch gerade am Palhinha. Was bringt dir denn Palhinha? Der sitzt durchgehend auf der Bank. Und der verdient, was weiß ich, 12, 13, 14, 15 Millionen oder was? Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ja? Aber dass wir zu dünn besetzt sind, nein, sorry, gehe ich nicht mit. Ja, wir sind super unlucky mit unseren Verletzungen, das ist richtig. Und das Problem ist, dass wir dann dahinter alle jungen Spieler weggeschickt haben, die auf den Sprung waren. Ja? Hättest du die da, hättest du das auffangen können. Aber du hast denen ja noch nicht mal die Chance in der Hinrunde gegeben, obwohl keine Außenverteidiger da waren, hast du nicht einen Adam Aznu aufgestellt. Dann hast du lieber angefangen, Conny Leimer da hinten zu etablieren. Also, das ist doch das Problem. Ein Zitat, das ist ja wirklich eine Aussage von Uli Hoeneß aus dem Sommer gewesen. Bevor wir einen neuen Spieler holen, müssen wir jemanden Richtig. verkaufen. Was? Ja. Und mit dem Duel war alles klar, ja. Und ja. Ihr habt den dünnsten Kader der Bundesliga und sagt, ja, wir müssen jetzt Spieler verkaufen. Ich habe schon so viele Videos über den FC Bayern gemacht, wo ich gesagt habe, die Kaderbreite ist nicht gut. Ich hab die Nummer von jemandem, der lange beim FC Bayern gearbeitet hat. Den muss ich jetzt auch nochmal anrufen und fragen, wieso sie das damals so gemacht haben. Vielleicht machen wir ein Video draus. Aber naja, warum? Also nochmal, ich gehe nicht mit, dass der Kader nicht breit genug ist. Warum hat man jetzt aber nicht noch 2, 3 Spieler mehr auf der Bank hocken? Ja, weil Spieler wie Coman, Sané, Gnabry, Goretzka, Kimmich an die 20 Millionen verdienen oder 20 Millionen. Jetzt hat man einen Alphonso Davies mindestens verdoppelt auf 15 Millionen. Man hat einen Musiala auf 25 Millionen verdreifacht. Man muss einen Upamecano verdoppeln, wenn man Davies verdoppelt hat. Ja, wo ist denn dann noch das Gehalt frei? Um zu sagen, ja, ich setze mir jetzt nochmal 3 Spieler aller Kleindienst, die die Fresse halten, die da sind, wenn sie gebraucht werden, auf die Bank. Ja, hast du halt nicht. Das ist doch das Problem. Und deswegen diese Aussage von Uli Hoeneß. Ja? So, weil diese ganzen Durchschnittsspieler da sind und viel zu viel Geld verdienen. genau das ist die Thematik. Rechne doch mal allein Sané, Coman, Gnabry, Goretzka weg. Stapeln wir tief sind 70 Millionen Gehalt. 70 Millionen Gehalt weg. 4 Spieler. Was verdient denn ein Kleindienst? 3, 4 Millionen? Lass den zum FC Bayern kommen, gib ihm 6, dann springt er im 5-Eck, Alter. Ja? So, das heißt, du könntest diese 3 Spieler locker, wenn du das wollen würdest, in die Breite, durch 10 ersetzen. Und würdest wahrscheinlich immer noch Gehalt einsparen. Ja?
Klar, dann reden wir nicht über Spieler, die mal wie ein Leroy Sané einen Peak haben und dann eine Weltklasse-Leistung bringen. Aber das ist halt viel zu selten. Ja, dann setzt doch da lieber Spieler hin, die Durchschnitt sind. Oder setzt da Spieler hin, wo das Potenzial erkennbar ist. So, da sind wir wieder bei den jungen Spielern. Dann setzt doch da einen Iran Kunda hin. Hol doch einen Karl hoch, zieh den da hoch. Der ist 17. Ja, in Barcelona spielen die mit 16, Alter. Ja, dann zieh die doch hoch und setz die da hin. Und lass die Vollgas geben. Ne? Das ist doch das Thema. Da haben wir nicht die Eier für. So, und deswegen kam die Aussage, wir müssen erstmal was verkaufen. Jetzt hast du mit dem Davis verlängert. Ich habe jetzt gelesen, 22 Millionen Handgeld hat er sich reingezogen. 22 Millionen. Dann fragt euch, warum das Festgeldkonto leer wird. Ja, ist schon mal Grund 1, wa? Musiala weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird er auch nicht viel weniger gekriegt haben. So, da hast du schon mal wieder 40 Mille ausgegeben. Für was? Ja, Katastrophe. Du hast den dünnsten Kader der Liga und beschwerst dich, dass die Leute zu viel verdienen. Und das ist so schwierig. Und auch da nochmal, wie Uli Hoeneß sagt, ja, also das Festgeldkonto ist fast aufgebraucht, wir haben kaum Geld mehr, wir müssen Geld sparen. Digga, ihr seid bei der Clubweltmeisterschaft, allein dafür kriegt ihr 50 Millionen Euro und wenn ihr erfolgreich seid, da kriegt ihr sogar noch mehr. Ja, aber die 50 Millionen hast du schon für Vertragsverlängerung ausgegeben. Und du erzählst mir was von, ja, wir müssen Geld sparen. Das ist Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Aber ja, da gehe ich mit dem Take. Ja, natürlich. Aber nochmal, wir haben das ja auch schon mal aufgemacht, das Thema. Du hättest den Spielern halt auch klipp und klar sagen müssen, pass auf, wir wollen euch, wir haben einen neuen Trainer. So, das war doch die perfekte Gelegenheit. Du hast einen neuen Trainer, perfekte Gelegenheit. Du sagst den Spieler, pass mal auf, der neue Trainer plant nicht mit euch, ihr passt nicht mehr ins System, bitte verlasst den Verein. Wenn die dann sagen, oh nee, wollen wir nicht, wir fühlen uns hier so wohl heißt dann, weil wir so viel Geld bekommen. Ja, alles gut. Dann sagst du den Spielern, ja, gar kein Problem. Akzeptieren wir, ist ja auch richtig. Ihr habt einen Vertrag, dann trainiert ihr bei der zweiten Mannschaft mit. Ihr seid kein Teil der ersten Mannschaft mehr. Und ich garantiere euch, dann hätte ein oder andere Spieler sich überlegt, woanders hinzugehen. Auch für weniger Geld. Na? Aber wenn man das nicht tut und die ganzen Stars weiter pudert, dann muss man sich halt auch nicht wundern, dass die den Verein nicht verlassen wollen. Und wenn man sich die Zahlen auch ansieht, der letzten Jahre, was man auf der Mitgliederversammlung gezeigt hat, Jahresumsatz geht jedes Mal hoch, der Gewinn ist jedes Mal da. Wo musst du denn Geld sparen? Richtig. Das ist ja, was ich sage. Deswegen kann das Festgeldkonto ja nicht kleiner geworden sein. Jetzt im Laufe dieser Saison, ja, weil man Handgelder gezahlt hat für die Vertragsverlängerung, habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist natürlich ein Punkt. Aber das ist ja genau das, was ich auch sage. Wie soll das funktionieren? Das kann ja wirklich nur funktionieren, wenn du wirklich dein Geld spekulativ angelegt hast. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn wir über Uli Hoeneß reden. Ja, das muss man auch mal sagen. Aber dann ist das eine absolute Farce, Alter. Und dann bist du selber schuld. Wenn du dein Geld jetzt verzockt hast oder spekulativ angelegt hast, ja, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen, Alter. Ja. Ich meine, wenn du dein Geld verlierst, weil du keinen sportlichen Erfolg mehr hast, alles gut. Und dadurch dann in Bedrängnis kommst. Aber wenn du jetzt dein Festgeldkonto verzockt hast, weil du spekulativ angelegt hast und gerade alles im freien Fall ist, dank Donald Trump, ja, sorry, dann hast du es nicht anders verdient, Alter. Und wenn du mal einen Spieler kaufen willst für 60, 70, 80 Millionen, okay, dann nimm halt einen Kredit auf. Ihr habt ja sogar einen Bankpartner. Also ihr werdet wahrscheinlich auch, davon kannst du ausgehen, relativ gute Zinsen bekommen. Also der FC Bayern muss sich wirklich, also wenn es einen Verein auf dieser Welt gibt, der sich keine Sorgen machen muss, was Finanzielles angeht, dann ist es der FC Bayern. Und es ist so lächerlich, es ist wirklich so lächerlich. Ja, ich meine, selbst ist das falsche Wort, aber Bayer Leverkusen hat 2 Stürmer mit Schick und Boniface. Borussia Dortmund, ja gut, haben nur Guirassy, aber hätten ja noch Füllkrug haben können, wenn sie nicht abgegeben hätten. So, selbst die hätten dadurch dann 2 Stürmer gehabt. Und Ja, Bayern haben sie aber auch sagt, nicht. und so kommen wir dann vielleicht auch nochmal zum Finale der Horm. Da hattest du 3 Stürmer. Ich erzähle es jedes Mal. Jedes Mal, wenn mich jemand aus Finale der Horm anspricht, sage ich, ja, da hatten wir 3 Stürmer. Und das ist der Punkt. Und dann lasst uns doch mal darüber sprechen. Ich weiß nicht, jetzt sind wahrscheinlich einige wieder neu da. Wir haben hier mein Ticket vom Finale der Horm. Hier. Ja, gut, das interessiert mich nicht, sein Take. Falsch rum. So, jetzt hat. Mein internationale Atmosphäre auch, Big-Time-Feeling im Stadion. Du jubelst, du schreist 90 Minuten und dann ist da diese Leere. Okay, ich mache den Bums hier Ende, Leute. Ich denke, wir haben das Wichtigste mitgenommen. Ja, alles gut, darauf muss ich nicht reagieren, was seine Erfahrungen in Bayern waren. Ich habe da meine eigene Erfahrung, dass sie alle nicht schön waren für uns, ist klar.
Viele Takes gehe ich mit, ja. Ich finde es schön, dass jemand, der vielleicht ein bisschen abgeklärter ist wie ich und ein bisschen weniger emotional, obwohl er heute mir auch schon sehr emotional rüberkam teilweise, hat mich sehr gefreut, ähm, die Sachen fast 1:1 genauso sieht. Ja, Harry Kane gehe ich nicht mit, alles andere, er spricht es nicht so klar aus bei Leroy, wie ich es tue. Dass Spieler des Monats März nicht verlängert werden darf. Das sagt er ja ganz klar, aber er sagt ja immer noch, er hat die Verteidiger gestresst von Inter Mailand. Das habe ich gar nicht so empfunden. Auch Conny Leimer sieht er ähnlich. Ja? Also wir sind da auf einer Wellenlänge und da kann ich nur zustimmen. Auch, dass wir ein Backup brauchen für Harry Kane und die Zentrale mit Kimmich, Goretzka. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und ja, Hut ab, freut mich. Wir sind einer Meinung. Abgesehen von der Personalie Harry Kane, das sehe ich komplett ein bisschen anders. Habe ich aber auch ausgeführt in dem Video, brauche ich nicht wiederholen. Und von daher, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Und in diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.